Bullshit, ich bin wieder dabei. Kurz davor bin ich aber trotzdem hops gegangen. Ist gar nicht wahr, ich bin zuerst hops gegangen. Und bin jetzt aber als Force Ghost wieder da, zum weitermachen mit dem, weil ein Geistzeit keinen Einfluss hat darauf, ob ich einen X-Wing lüpfen oder nicht. Jawohl. So. Ja, Sache gerettet, okay? Ja, absolut. Ich habe gedacht, dass es ja heute sowieso noch um Star Wars geht, dass es bei uns normal ist. Nicht, wir versprechen euch, die nächste Folge wird sich nur vielleicht um Star Wars handeln. Also heute, nicht nur, nicht jetzt weggehen, wir tun nicht nur über Star Wars. Nein, es geht um so hoch angesehene 5-Sterne-Filme wie Thor, der Allmächtige, nicht der von Marvel. Also, wir tun euch schnell heute erklären, was genau jetzt da unsere Idee ist. Wir machen das wahrscheinlich, hoffentlich, einmal im Monat. Immer ein bisschen im letzten Sonntag. Wahrscheinlich hoffentlich kein dritter Weltkrieg ein. Wahrscheinlich hoffentlich. Wir tun entsprechend das jeden Monat, im letzten Sonntag vom Monat, machen wir das. Und zwar gesammelte News. Also, ihr müsst mich natürlich richtig verstehen. Wir können nicht den ganzen Tag News aufschreiben. Leider haben wir keine Redaktion so gross. Da könnten wir wirklich mal etwas machen, muss ich mal schauen. Nein. Und jetzt sammeln wir einfach News zusammen und wählen dann entsprechend News aus, wo wir finden, dass die sind gut, die interessant sind. Also es ist nicht kein Anspruch auf Komplettheit hier. Einfach nur, was ich gesehen habe. Einfach am besten gibst du am besten keinen Anspruch, egal in welche Richtung stellen. Ja. Gut, also technisch sind wir also. Was meint ihr zu unserem neuen Studio? News-Studio. Ist doch nicht so schlecht, oder? Hat mir auch nicht viel Zeit gekostet. Okay. Direkt aus der Ghostbusters Trap. Ja. Ja. Hey, Arnothia, hallo, Joe. Salut, Mike Witt. Michaela wieder. Jetzt was. Ja, danach haben wir noch schnell die Handynummer spawnen. Ja, sorry, ich habe es natürlich nicht daran gedacht. Entschuldigung. Aber also, wenn man 1 zusammenzählen so. Gut, also dann ist es so, machen wir jetzt gerade ein paar News, die wir haben. Und dann im Anschluss haben wir so eine lustige Sache überlegt. Und zwar muss jeder von uns am anderen einen Film auftragen, den er dann muss, ja, falls es überhaupt möglich ist, raten. Nicht wahr? Ja, vor allem schauen. Schauen ist ja der Hauptpunkt von dieser Sache. Das hat schon sehr gut funktioniert. Schauen ist schon mal, also das habe ich noch ein bisschen grösser gemacht. Das ist ein bisschen, ja. Du bist ja in Wirklichkeit grösser als da. Ja, genau. Und das wird sicher lustig. Ich sage eigentlich dann eher, ja, es spielt sich keine Rolle, ich sage es dann. Also, jetzt, und dann am Schluss natürlich noch nach dem zweiten Teil mit dem Video, mit den Superfilmen, tun wir entsprechend noch ein bisschen normalen Talk führen über aktuelle Themen, Serien, Filme etc., die uns persönlich haben berührt, betroffen, geschockt und so weiter und so fort. Yay. Jetzt muss ich das nochmal abspielen. Ciao, schön hast du eingeschaltet. Merci vielmals. Das ist so gut. Merci, schön bist du dabei. Also, Andi, ja, oder? bist du... übrigens, der Andi hat ja zwar die Trailer, ich habe mir wirklich alle Trailer, alles, was wir hier drauf gesehen haben, wirklich auf Knöpfe gelegt. Das ist wirklich super gäbig. Leider sieht es der Andi nicht, weil ich habe das Gefühl, das Risiko ist zu gross, dass wenn wir jetzt das noch machen, dass er so noch sieht, dass er alles abkackt. Aber das ist wirklich mal zu testen. Es ist alles gut, ich kann mein Handy da, ich schaue den Stream. Ah ja, also, das ist natürlich auch gut, ja klar. Und sonst kennst du die meisten Trailer wahrscheinlich schon. Nein, ich habe es nicht so mit Filmen und Trailern. Ja, eben, ja, gesehen, das habe ich schon das vermutet. Also, gut, in dem Fall. Gut, also, hast du die Liste vor dir? Nehme ich an, gell? Dann können wir ja abwechslungsweise vorlesen. Die haben so eine Liste vor mir, das ist eine gute Idee. Also, ich fange mal an. He? Du vorlesen? Ich habe eben hier, mir fehlt ein Bildschirm, ich habe hier 2 Bildschirme. Ja, etwas ganz, ganz Cooles, was ich habe entdeckt in einer Timeline bei Twitter, also sprich, ich weiß gar nicht mehr, von was ich das habe. Der Drehbuchautor Gary Whitta, der Book of Eli und Rogue One gemacht hat, hat auf Instagram die neue Interpretation zu Star Fox von Ralph Grassetti gefunden. Das ist der Art Director von God of War.
Der Grassetti hat in seiner Freizeit immer wieder so ein bisschen an Neuinterpretationen von verschiedenen Anime-Helden und Videospielcharakteren. Und der Vita hat dann den Post retweet mit einem Kommentar, dass er gerne den animierten Film würde schreiben, ob sein Wunsch in naher Zukunft erfüllt wird, ist noch nicht klar, aber wir würden das auf alle Fälle begrüßen. Ich kann euch mal das Bild zeigen. Es ist wirklich der hure geil. Es ist wirklich geil da. Voilà, wo haben wir es? Da. Das ist ja wirklich oberkrass. Also wirklich hure geil. Das ist richtig nice. Hättest du Bock auf so einen Film? Hey, aber sofort. Vor allem, wenn es geschrieben wird von einem Dude, der schreiben kann. Das ist ja nicht immer... Naja. Das ist nicht immer der Fall. J.J. Abrams hat sich sehr viel Mühe gegeben. Das ist wirklich nicht immer der Fall, aber das ist wirklich krass geil da. Das finde ich richtig nice. Also, da bin ich dabei. Wirklich. Da bin ich wirklich dabei. Hey, ich warte mal, bis wir Sonic gesehen haben, bis ich sage, wie ich noch mehr so Filme will. Sonic? Momentan. Ja, Sonic ist auch so einer. Wobei, dort ist cool, der hat jetzt zum 30. Mal sich darauf eingeladen, den Charakter zu ändern. Ja. Bis er wirklich jedem nicht mehr passt. Ja, das ist richtig, ja, jedem passt. Das ist richtig cool gewesen. Das habe ich gefunden, ist noch gar nicht so schlecht. Oder? Also, mir war wirklich scheiße vorher. Wirklich. Ja, langsam kannst du nachschauen. Und also die zweite, ich weiß nicht, ich habe nur eine Version gesehen nach dem. Also, das ist immer schon recht gut. Also, ich muss sagen, es ist, finde ich gut. Solange man noch Zeit hat. Wir kommen dann auch noch zu einem anderen Fall, wo man keine Zeit hatte, weil es einfach sein musste, aber das kommt dann auch. Jetzt, Andi, sind wir zwar schon... Wenn wir den Trailer näher am Schluss oder kurz zwischendrin, weil dann würden wir weiterfahren mit dem Ghostbuster-Trailer. Ja, ich würde sagen, wir haben den Ghostbuster-Trailer. Wir haben noch einen Ghostbuster-Trailer gefunden und ja, sag nochmal. Ja, ich habe den Trailer gesehen, ich bin mega hyped gewesen, gerade vor allem auch, wo der Karre war und so. Und ich glaube, man sieht ganz kurz, sieht man den neuen Slimer. Und ich meinte, der Film gehört wieder so in ein Universum mit dem Urteil. Ja. Nicht so wie der andere Teil, der vor kurzem rausgekommen ist, wo wir nicht drüber reden. Nein, das war eine Katastrophe. Der war wirklich eine Katastrophe. Aber nicht, weil Frauen die Hauptrolle sind. Nicht, dass das nachher vorgeworfen wird. Überhaupt nicht. Es war einfach kein guter Film. Nein, das Einzige, was richtig gut war, ist der Dings. Sagen wir nur die Hemsworth. Nein, bitte sag nicht, dass du gut gefunden hast. Nein, Alter, was bist du für ein Mensch? Was ist mit dir nicht gut? Wer hat dir etwas angetan? Erzähl mir's. Nein. Ich konnte mir sagen, juhu, ich schaue Adam Sandler-Film und fertig. Und dann war das für mich abgehakt. Dann konnte ich damit leben. Nein, sorry, er ist so übertrieben. Es hat nicht in die Welt hineingepasst. Es ist so over the top gewesen. Es ist so übertrieben. Nein, der Typ ist der Jar Jar Binks von der Ghostbusters-Welt. Ja. Hey, ciao, schön, hast du eingeschaltet. Merci vielmals. Merci, schön, bist du dabei. Hey, nein, wie er einfach so in die Türen reinläuft und so völlig übertrieben dumm in jeder Szene ist. Sorry, das ist... Nein, Nochmal, das ist okay. Ich habe es lustig gefunden. Eben, Slapstick-Comedy-Film, aber es war nicht Ghostbusters. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Also, voilà, hier der Trailer. Schnell, Horti, schauen, das ist falsch verwutschen, nämlich. Das ist nämlich so ein bisschen... hier. What are you doing here in Somerville anyway? Honestly, my mom won't say it, but we're completely broke. And the only thing that's left in our name is this creepy old farmhouse our grandfather left us in the middle of nowhere. Why'd you bring me up here? Entertainment value? Man sieht es nicht im Fall jetzt gut. Somehow, a town that isn't anywhere near a tectonic plate, that has no fault lines, no fracking, no loud music even, is shaking on a daily basis. Under the dining table now! Hey, remember that one summer we died under a table? I found this in my living room. Whoa, killer replica. A replica of what? A ghost trap? There hasn't been a ghost sighting in 30 years. New York in the 80s? It's like The Walking Dead. Your dad never mentioned this to you? It's just my mom.
grandfather died. My mom says we're just here to pick through the rubble of his life. Wait a minute. Who are you? Call it fate. Call it luck. Call it karma. I believe that everything happens for a reason. Come on, darling. So gut. Und unsere Mikros an. Gunner seat? Ja, ja. Man sieht das aber noch nicht. Später auf noch. Ah ja. Nein, ja, der Trailer läuft noch. Ja. Jetzt ist er fertig. Also, Ja, muss mich anziehen. ich würde doch behaupten, der Film ist doch schon recht vielversprechend. Oder was meinst du? Ich habe sehr viel Bock drauf. Ich glaube, er ist wirklich mit Liebe gemacht, so wie es aussieht. Und Ja. so wie ich weiß, ist einer von der Macher vom Film, ich glaube, der Sohn von einem von der alten Macher, irgendwie so. Ja. Von dem her, ja, ist sicher mit Liebe gemacht, so wie der Trailer aussieht. Ich habe Bock drauf jetzt wieder. Es ist genug Zeit vergangen seit dieser anderen Geschichte. Und das einzige andere, was wir vorher hatten, das die Geschichte fortgeführt hat, ist das Game von früher. Weil der zweite Teil, also ich habe ganz ehrlich, der zweite Teil, ich liebe beide Filme ganz fest, aber der zweite Teil ist schwächer als der erste. Und das Game habe ich halt nicht gespielt, glaube ich. Nicht komplett. Ist nicht auch noch das Game unterwegs, habe ich das letzte Mal irgendwo gelesen, das habe ich eben nicht aufgeschrieben. Mal, Aber das ist, gell? ist glaube sogar, ist nicht schon draussen. Kommt auch für Switch oder ist auch für Switch gekommen? Ich bin mir nicht sicher, ob es schon draussen ist. Ich bin mir auch nicht sicher. Kann das jemand... weißt du das jemand? Ist das Game schon draussen? Ist nicht so tragisch, aber... Enough, ja, mal sieht gut aus. Ich finde es cool, dass es um die nächste Generation geht. Ja, voll. Teeny Ghostbusters. Jetzt habe ich gemeint, es kommt ein guter dritter. Ah, so finde ich es aber. Ja, warten wir mal. Ja, Geben wir der das- Sache eine Chance. Ja, ich Hey, gebe ganz allem eine ehrlich, Chance. Sogar... Teen Ghostbusters haben wir eigentlich schon gehabt, und zwar bei Stranger Things. Beste Folge überhaupt. Danke für den Spoiler. Nein. Also, oh ja, genau. Spoiler-Warning. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, gell? Ich habe noch niemandem gesagt, das ist noch nicht nötig. Also im Moment ist noch nichts Schlimmes am Gang, aber alle, die dann einfach nicht verrückt sind, weil es ist eine Talksendung über... Ja. Wir sagen Genau, es sicher noch es- 2-3 Mal. Einfach nur so. Aber ich schreibe es nicht extra her. Es kann es ja noch in die Dinge schreiben, was es muss sein. Ich fände es auch cool, wenn die Ghostbusters, die Alten, würden so als in einer Mentorenrolle kommen. Weißt du, man sieht es zwischendurch, sie helfen ein bisschen. Ja. Aber ich glaube, ich muss sie auch gar nicht ständig sehen. Ich meine, die sind auch schon in einem Alter, wo ich weiß nicht, ob ich die rollstuhlaltrigen Klappergestelle nochmal müsste so voll in Action sehen. Ich weiß es nicht. Ich sage mittlerweile mehr aus wie der Imperator in Teil 9 als wie Ghostbusters, wie ich es im Kopf habe. Ich möchte in der Erinnerung behalten, wie sie damals mal ausgesehen haben. Und ja, ey, machen wir der nächsten Generation Platz. Vielleicht wird es cool. Teil. Aber weißt du, es ist mir interessant, dass du hast gesagt, wie der Imperator in Teil 9. Das wird explizit in Teil 9. Ja, das ist recht Ja. Ja. Du weißt nicht, wie in den neuen alten Filmen, nein, wie in Teil 9 sehen sie aus. Sehr nah dran. Du hattest dir dann eine schlechte Alterung, wenn du mich fragst. ist easy. Ja. Ja. Ja, Jay, gell? Da habe ich mir recht Mühe gegeben, viele Stunden investiert in das Studio. Obwohl es ist natürlich es ist selbstverständliches. Was mich ein bisschen nervt, Jay, also jetzt, zwar News, aber jetzt noch technisch. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass man die Videos beim OBS nicht kann verzerren kann, weil es stimmt nicht ganz ein, da müssen News-Einblendungsdingsbums ist nicht ganz so, wie ich das gerne möchte. Es ist einigermaßen so, wie es muss sein, aber es ist nicht ganz das, was ich wollte. Aber ist ja gleich. Anderes Thema. Okay. Ja, mal Ghostbusters finde ich, also T-Nerd, ich verstehe deine Angst, aber ist schon okay. Es muss nicht immer als, weißt,
wenn man vorsichtig mit dem Material umgeht und der Trailer, finde ich, macht das, der Trailer macht's, ist das, glaube ich, für mich völlig okay, oder? Aber seit ein paar Jahren sind ja Kinder irgendwie auch überall zu sehen. Sei es jetzt bei Stranger Things, sei es jetzt bei Ghostbusters, sei es bei It, den 2 neuen Filmen, sei es im Kinderzimmer von Michael Jackson. Also, das ist eigentlich schon hat eine lange Tradition. Und hey, es machen gar nicht alle so schlecht. Ist ein Zitat von ihm. Nein, Ja. es machen gar nicht alle so schlecht. Also ich finde zum Beispiel die Kids von Stranger Things haben einen super tollen Job gemacht. Ich bin einfach auch sehr fest Fan von Stranger Things. Da muss ich leider zugestehen und tatsächlich noch nie dazu kommen, das zu schauen. Wir müssen ja eh dann eine nächste Serie finden, nach denen wir jetzt so am Start haben. Jawohl. Und können besprechen dann amix. Absolut. Gut, nächster Punkt wäre Black Widow. Black Widow. Gehen wir gerade direkt in den Trailer, würde ich sagen. Hä? Auch rein. Ich habe den noch nicht gesehen. Ah, doch, kann ich. Sorry, es ist ein bisschen dunkel. Ich finde den Trailer geht nicht. Also, er ist schon da. Hier ist er doch zuoberst. I used to have nothing. And then I got this job. This family. But nothing lasts forever. Das haut rein, hä? Das kannst du so zwar nicht, aber... It's never easy these days. So what are you going to do? I've lived a lot of lives, but I'm done running from my past. I know you're out there. I know you know I'm out here. So we're gonna talk like grown-ups? Is that what we are? It's good to see you too, sis. What brings you home? We have unfinished business. We have to go back to where it all started. Lucky us. One thing's for sure. It's gonna be a hell of a reunion. Still fits. Family. Back together again. You got fat. Jawohl. Jawohl. Mal, der haut rein, der Trailer. Aha, schlecht. der Einzige, der mitmacht, ist von Stranger Things übrigens. Ah ja. Oh, nice. Aha. Nice. Und ich habe auf IMDb mal nachgeschaut und der Tony Stark ist aufgelistet als Teil vom Cast, aber noch als Gerücht, also es ist noch nicht bestätigt, so wie es aussieht. Okay. Und was man weiß, ist, dass es gibt Spielzeuge halt von Black Widow Film, also Merchandise, unter anderem vom Taskmaster. Und wenn man gut schaut, sieht man scheint ein Visier bei der Maske, wo ein Hut beinhaltet. Und das wird aussehen wie das im Iron Man Helm inne. Jetzt gibt es halt Fans, die dort eine Verbindung sind. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ein bisschen too much. Ja, Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er nochmal. Ja, in den Interviews hat er ja ganz extrem verneint, dass er nochmal kommt. Also im Sinn von so, ja, wieso soll das nicht realistisch, warum soll man so etwas machen? Und blablabla. Und hat das so extrem verneint, dass ich fast glaube, er kommt. ja. Der kriegt doch Millionen Klagen, halt, wenn er jetzt sagt, dass. Ja, also cool.
Voilà, cool wäre es auf jeden Fall. Also, ich würde es feiern. Ja, und der Trailer sieht wirklich nice aus. Ja, ich Aber habe eben, langsam nur ein weil bisschen der Trailer- Marvel-Besättigung. Schon, es ist, ja, es ist schwierig. Es geht halt, es ist halt, ja, es ist so schlimm ist es nicht, aber es ist schon recht krass. Wir kommen dann auch nochmal dazu, betreffend anderen Marvel-Projekten, wo dann nochmal, es ist eine riesige Liste, die ich da vor mir habe, also wirklich. Es ist ein Höllenabsatz zum Lesen und es ist wirklich viel, was kommt, egal ob Serie oder Film. Und das recht kurz aufeinander, würde ich meinen, oder? Ja, voll, aber was meinst du, wie lange habt das, wie lange funktioniert das noch mit dem Marvel-Teil? Die Kuh wird halt geschlachtet, bis sie keine Milch mehr gibt. Ja, Aber- man hat jetzt, glaube ich, bei Star Wars gemerkt, dass das nicht läuft. Also bei ihnen, aber das ist ganz klar, von mir aus gesehen ist es nicht so tragisch. Aber Ja, und das auf der ganz anderen Seite ist aber klar, gleich. das ist ganz klar die Fanbasis. Das ist immer die Frage, welche. Das ist, also ich gehöre nicht zu der, aber ich bin sowieso der neutralste Fan, den es gibt, außer der... Ja, ist ja gleich. Aber dort war es halt schwieriger gewesen, offensichtlich. Aber von der ist noch lustig, bei den Marvel-Fans hörst du so Zeug nie. Die haben nie zwischt. Also sicher schon auch, aber nie in diesem Ausmaß. Ich meine, Ja, wenn aber jetzt, das kannst du auch nicht vergleichen. Also doch, nein. du kannst es vergleichen im Sinne Mo- von, es ist ein grosses Universum, das langsam zusammengeschlossen Ja. worden ist. Aber Star Wars-Fans sind seit 40 Jahren Star Wars-Fans. Und das Ja, aber sind sind die mittlerweile Marvel-Fans 3 nicht auch- Generationen. sind die Marvel-Fans nicht so alt? Wenn nicht sogar älter, weil die sind. Nein. Also, mal, Ich glaube das- nicht, dass viele bei uns, aber vor allem umeinander, ich glaube nicht, dass viele aus dieser Comic-Ära Ja. dort kannst du dazu zählen. Ich glaube, die Fanbase ist begründet hauptsächlich auf Leute, die den Film cool gefunden haben. Und das Okay, sind 10 Jahre. ohne Comics reinschließen. Ja, gut, das stimmt. Das sind 10 Jahre. Hingegen Star Wars hat 40 Jahre, wo jetzt zum Teil Väter, die damals mal als Kind mit ihren Vätern die sind schauen, jetzt wiederum mit ihren Kindern die neuen Teile schauen. Und die Kinder sind auch schon in einem Alter teilweise, wo sie Das können ist, ja. kritisch denken. Oder könnten, wenn es nicht Menschen wären. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall glaube ich, ist schon ein bisschen ein Unterschied dort. Ja. Okay, ich sehe wie. Mark Hamill als Ziehvater von Geralt und anderen Hexer von Wesemir in Betracht gezogen. Das ist natürlich geil. Also das würde ihr richtig feiern. Mark Hamill nehme ich immer. Mark Fan, Hamill immer, voll. jeder, egal was. Ist wirklich so, also voll. Ja, Wesemir, der älteste Hexer von Kaer Morhen. Und das wäre doch geil. In der zweiten Staffel von The Witcher. Der Mark Luke Hamill Skywalker. gesehen. Der Luke Skywalker gesehen als Force Ghost. Kann der Andi gerade mithelfen? Nein. Das Ich habe wäre. gemacht. Meine Schwester hat sie. Und Gerard hat sie auch. Das wäre Super. wär richtig nice. Das würde ich fühl's. richtig. Ja. Sehe Hey, ich so. übrigens, apropos Mark Hamill. Kannst du mal schnell ein Bild einblenden von einem Typ, der heißt Sebastian. Ich muss kurz schauen. Jetzt kommt er mit dem Zeug. Warte schnell. Sebastian Stan. Und dann sagen wir, dass das nicht der Zwillingsbruder von Luke Skywalker ist. Also von Mark Hamill. Das ist erschreckend. Und sorry, dass man da noch nicht schon lange irgendetwas daraus gemacht hat. Bilder. Ich Oh. bei Avengers dabei gewesen. Also Warte. da ist auch der Link zum letzten Thema. Da habe ich, jetzt muss ich schnell schauen, dass es eine Auflösung hat, die irgendwie ein bisschen funktioniert. Tja, das haben sie bei Star Wars auch gesucht, eine Auflösung, die funktioniert. Ja, es sind aber nicht alle, es sind im Fall nicht alle wirklich. Ich habe Wir genau reden eins. nachher, Star Wars kommt nachher, ich freue mich schon so drauf. Ich sehe gerade genau eins, das ich brauchen kann, einigermaßen. Jetzt muss ich mal gerade schauen, weil du hast mich ein bisschen bredouillen, aber es macht nichts. So, tipptopp, speichern. Geil, ich will das da jetzt natürlich nicht einfach nur so reinputzen. Das ist natürlich klar. Wir müssen Natürlich, schon also, schnell ich meine. konkret krass das machen. Dann haben wir da. Du noch ein bisschen weiterreden, du das schnell einrichten. In dem Fall. Okay, auf jeden Fall in meinen Augen Sebastian Stan aus Avengers Endgame. Nehme ich an. Ich weiß es gar nicht.
Egal, ist ja gleich. Auf jeden Fall, doch mal, nein, Infinity War ist er zuerst dabei gewesen. Auf jeden Fall, der Typ sieht einfach 1:1 aus, wie der Luke Hamill, der Mark Hamill in den alten Teilen so von früher. Und ich fand das richtig krass, wenn wir den jetzt hat man so die Chance, es gibt jetzt den Mandalorian, es hat fast noch andere Serien gegeben, Filmwelt, die sie wieder erschliessen wollen. Es wäre die Chance, um den Luke nochmal zu bringen. Weil alles andere ist vorbei. Du kannst den Luke nicht kurz vor Episode 7 bringen, weil sonst müsstest du das ganze Tempelzeugs mit einbauen. Das heisst, du müsstest den Adam Driver dabei haben. Und das glaube ich nicht, dass das wird passieren. Aber so mit einem jungen Luke kannst du viel machen. Wir haben den Sebastian Stan, gell? Das ist vom Richtigen. Das genau, ist ja. Also, schnell Ist das Bild ready? Ja, gerade nicht. Vielleicht hat es geklappt oder vielleicht auch nicht. Mal schauen. Da, so, dann so und dann so und dann Stan und... Ghostbusters können wir jetzt an der Ende einsaugen, ja. Ja, gesucht wird, Brüder. Oh, jetzt wird es falsch gemacht. Kommt gerade. Mach mal, red noch weiter. Tipptopp. Red noch weiter. Inhalt. Ich muss auch kurz in meiner Liste spicken, jetzt ehrlich gesagt. Mach nur. Okay, nächstes Thema. In der Zeit bist du mir den mal vorgesucht. Ich hätte auch einfach vorher schon sagen, dass wir den suchen können. Aber ich bin auch jetzt erst auf die Idee gekommen. Dann du hast da noch hingeschrieben, unbestimmt, Assassin's Creed Ragnarok. Ja. Ist das für dich ein Thema? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wir hören jetzt wieder verschiedene Sachen. Ich weiß nicht. Ganz ehrlich, ich weiß Assassin's nicht. Creed ist für mich durch. Assassin's Creed ist durch. Ich weiss, dass es schön aussieht. Ich weiss, historisch, bla bla bla. Aber ganz ehrlich, nein, ich möchte nicht mehr, möchte nicht mehr so grosse Sachen spielen. Ist zu viel Ubisoft für mich. Ist mal cool gewesen, Sie haben, ist geil gewesen, aber es ist vorbei. Irgendwie haben sie wieder irgendetwas, haben sie wieder eine Idee gehabt, für etwas zu wechseln. Also komm schnell, überlegen Ja, der Schauplatz. Der Kollege da. der Stan, hier, das ist der. Haben wir ihn? Jawohl. Okay. Übrigens, ja, der Bruder vom Rogers. Luke Hamill. Ach so. Steve Rogers. Ja, das ist nämlich der gleiche. Ja, und der sieht wirklich, also auf diesem Bild ist er extrem der Mark Hamill. Aber Brutal, in jungen Jahren. Ja, eben genau, Es darum ist finde ich, da immer kann man so so ein viel draus machen. Ich weiss aber jetzt nicht genau, bei den anderen Bildern ist es dann wieder schwieriger. Also sehe ich nicht ganz das Gleiche. Aber ja, ja, du hast grundsätzlich nicht ganz falsch. Nein, natürlich nicht. Hallo, ich. Auf jeden Fall, dort kann man sehr viel daraus machen, finde ich. Und ich hoffe, es wird auch gemacht. Wobei Disney mir gerade wieder einen schwierigeren Punkt hat, als auch schon mit all dem Zeug, das jetzt im Hintergrund am Laufen ist. Kommen wir dann nachher in unserem Star Wars Special dazu. Wir haben ein Star Wars Special. Ja, sorry. Nein, das ist ganz top. Jetzt haben wir noch Assassin's Creed Ragnarok. Ja, bringen das mal raus, dann schauen wir. aber bring es mal raus, ich sage euch dann auch, dass es immer das Gleiche ist. Ja, was willst du noch anderes machen? Also sie haben zwar irgendwie, ich kann mich nicht ganz daran erinnern, etwas gelesen von wegen, dass sie nochmal das Gameplay oder die Spielmechaniken umstellen und Zeug, aber dann lieber Horizon Zero Dawn 2, oder? Ja, also wirklich. Jetzt wären es halt diesmal Wikinger anstatt, oder was war Ragnarok gewesen? Wikinger. Ja, Wikinger, also Dings, ja. Also, siehst du. Hey, ganz ehrlich, mittlerweile ist Assassin's Creed einfach das FIFA ja, voll. Von der Open World Welt. Ja, voll. So wie alle anderen Spiele, die wir kennen von denen. Also es tut mir leid. Ghost Recon ist auch eine komplette Katastrophe als Spiel. Also nein, wirklich. Nicht grafisch, nicht, das ist alles gut. Einfach, es ist einfach langweilig. Es ist richtig gern, es schießt mir richtig an. Es ist, wie gesagt, ich kann die Spiele nicht allein spielen. Das geht nicht. Das spiele 10 Minuten, dann regt es mich schon auf.
Wobei ich muss sagen, ich so wäre froh, wenn easy, es so ein nordisches Spiel würde werden, weil das interessiert mich schon mal überhaupt nicht vom Setting. Das ist jetzt gar nicht mein Setting. Mal, das finde ich noch cool. Ja, du siehst ein bisschen aus wie so ein Wikinger. Bart, den du damals hast. Ja. Ja, mal, das ist so. Der Das Tischmanieren. ist so. Thor, Ragnarök, das war ein geiler Film, oder? Ja, Thor, Ragnarok schon. Almighty Ja. Thor werden wir herausfinden. Oh, der war super, Almighty Thor. Das war super. Das ist genial. Passt so gut wie der Egal, andere Film. nachher. Also, gell, es wurmt dich. Du denkst die ganze Zeit dran, nee, wie bringe ich diesen Leuten das bei, dass ich den Film geschaut habe? Ich habe noch eine Überraschung für dich, du wirst jetzt tot lachen. Die Überraschung ist sicher, dass du den nicht geschaut hast. Selbstverständlich habe ich ihn geschaut. Gestern am Abend. Ich Da auch. wurde schnell, nachdem ich das alles vorbereitet hatte, habe ich ihn noch reingezogen und es gibt noch eine Story dazu, aber zu dem später. Also. PlayStation 5. Aha, PlayStation 5. Habt ihr das? PlayStation 5. Ja. Und, was meinst du? Ja, das ist sehr schön für die Sony PlayStation 5. Es ist immer Ich so. bin jetzt PC Master Race. Aha. Von dem Nee, Geld ich kaufe ich glaube- mir einen 2080er. Ja. PlayStation 5. Wer hat Bock auf PlayStation 5 da im Chat? Ich grundsätzlich schon, weil ja, einfach Horizon Zero Dawn und so. Das muss natürlich sein. Dann, ja. Aber du sprichst etwas an. Der einzige Grund für PlayStation 5 sind die exklusive Releases, wo ich mittlerweile nicht weiss, wie lange das es so etwas noch wird geben. Ja, das frage ich mich auch. Jetzt, wo man ja darüber redet, God of War noch auf einen PC zu bringen und so. Also, Ja, und auch das Cross-Plattform-Gaming etc. immer Ja. mehr kommt. ja. Ich weiss nicht, wie sehr das noch in Zukunft hat. Hat sich Ist ja halt jetzt momentan noch ein Verkaufsgrund für die Konsolen, was sie sicher nicht gerne hergeben. Darum werden ja Games auch von Sony internen Studios produziert, damit sie sicher Vorrecht drauf haben. Mhm. Wie, auch jetzt mit so neuen Prinzipien wie der Google, wie hat es geheißen? Der Gaming-Konsole von Google. Stadia. Stadia. Wo halt das Zeug direkt über einen Server spielst. Ich weiß halt nicht, inwiefern das dann auch direkt das wird funktionieren mit anderen Konsolen. Das heisst, dass du jetzt das Game kannst von verschiedenen Konsolen abgreifen. Das weiß ich nicht, ob das technisch möglich ist. Aber also ich denke generell wird es immer mehr sich in die Richtung entwickelt, dass Games vielleicht für die Zeit verschoben, also dass es ein Release gibt für eine Konsole und erst später für die anderen, aber dass das Game exklusiv für eine Konsole, wie ich weiß nicht, ob das in Zukunft hat. Du, mal schauen. Also, ich glaube, Cloud Gaming oder das ganze Zeug ist sowieso... Cloud Gaming, wenn man das Spiel von einem Kollegen sowieso, zurückgibt. ist sowieso entsprechend eine interessante Sache. Aber Deutschland wird das nicht haben, weil ja kein Internet. Sorry, schnell. Ja. Weißt du irgendetwas? Ich weiß noch nicht groß von Spezifikationen etc. von der PS5. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin nicht mehr so im Thema, was PlayStation angeht. Ich zocke jetzt gerade noch Also, Star Wars, wo auf ja. dem PC auch sehr viel besser aussieht. Und ich weiß nicht, ob es für mich wieder PS5 gibt. Ich bin gar nicht so ein Grafik-Nerd. Mehr. Mal ich schon. Also wir zeigen euch dann eher, noch gerade einen Trailer. Ja, also wenn das Zeug so aussieht wie in diesem Trailer, dann muss ich das schon fragen. Aber solange es... Also für mich ist Story absolut das Wichtigste. Story ist absolut... Da kannst du von mir aus... Weil das merkst du ja. Du spielst schon gerne alte Spiele und wegen der Story und nicht wegen mein Sohn ist da hinter mir am Zeug machen. Hörst bitte auf. Komm, runter. Das ist ja, und ja, sorry. ja, ich bin nicht ein Grafik-Nerd. Ich finde es cool, weil es eine schöne Grafik hat, aber ich bin nicht der Typ, der muss sagen, jetzt das Gamespiel ist für mich das Wichtigste. Absolut nicht. Ja, das gehört alles ein bisschen zusammen. Wenn ich ein altes Game spiele, dann spiele ich das auch im Wissen, wie die Grafik wird sein, aber auch im Wissen, wie die Grafik im Kontext von ihrer Zeit war. Ich spiele jetzt zum Beispiel auch gerade wieder Star Wars Knights of the Old Republic,
der halt heutzutage einfach auch eher mittelgeil aussieht, aber das mal gerissen hat irgendwie, so als Gameplay. Ja, voll. Wo Oh ja, wo heute so das Gameplay nicht mehr funktionieren. Knights of the Old Republic soll eine Neuauflage geben. Davon, habe ich gehört. Ja, scheint, habe ich auch etwas mitbekommen. Gehabt. Hat die richtig Bock drauf. Auch Dings kommt raus, oder ist rausgekommen, glaube ich sogar schon. Outcast und Jedi Academy. Mhm. Ich glaube sogar auch für die Switch, PS4 und Switch. Ja, das kann sein. Auch Games, Das die ist ich noch wird zocken. Da habe ich ganz, ganz viel Bock Also, drauf. dass sie da nochmal wie sagt man dem so schön, ein Remake machen. Geh hoffentlich kein Ja. Remastered, lieber ein Remake. Weil Remastered ist immer so, hey, das war ein cooles Spiel gewesen, wir ziehen euch jetzt noch ein Geld zur Tasche aus. Juhu. Kannst du ein bisschen Grafik, wenn gut ist. Ja, nein, es braucht es nicht. Also es ist unnötig. Dann lieber so wie bei Resident Evil, das ist sehr gut gemacht, finde ich super. Gell, Jay? Gut, wir kommen zu einem Trailer wieder, wie es aussieht. Mit Jared Das ist Leto. Jared Leto. Leto, glaube Der ich. Sänger Jared von Leto. 30 Seconds to Mars und der Hip-Hop-Joker. Der einzige Joker, den ich eher nicht sehr, sehr geil gefunden habe. Ja. Wo ich aber nicht weiss, ob das an ihm liegt oder Schwierig. am Verschnitt von dem Film. Er war schon der Joker von Suicide Squad. Ja. Das ist in meinen Augen ganz ein schwieriger, ganz ein schlimmer, schlechter Film. Ein Stück Müll. Pass auf, was du hier... nie dürfen Pass auf, blenden. was du hier sagst, weil es gibt noch viel schlimmere Filme. Ich weiss, ich habe einen davon gesehen. Also, Aber ja. er war auch nicht gut gewesen. Auf jeden Fall kommt jetzt ein anderer Trailer. Schau mal zuerst den Trailer, bevor wir darüber reden. Morbius. Also, okay. Jawohl, Trailer ab. Und zwar ist der da. Michael, I've known you since you were a child. You have a gift. You always have. If there's an answer to your disease, you'll find it. I should have died years ago. Why am I still here if not to fix this? I have a rare blood disease, and I'm running out of time. This could be my last chance. You're up to something. What is it? That's not exactly legal. I don't want to see you get hurt more than you already have. Ein geiler Remix, ja. At what cost? Michael, what's happening? I went from dying to feeling more alive than ever. Increased strength and speed. The ability to use echolocation. And an overpowering urge to consume blood. How far are we allowed to go? To fix something that's broken. Until the remedy is worse than the disease. Michael Morbius. Got tired of doing the whole good guy thing, huh? What's up, Doc? Ja, finde ich recht attraktiv, der Trailer. Muss ich sagen. Ich habe gar keinen Bock drauf. So.
Nein, gar nicht. Ganz ehrlich, die Comics kenne ich überhaupt nicht, aber einfach nur so zum Schauen halt einfach mal einiges und wahrscheinlich ist es gut. Also weißt du, was ich meine? Ja. Es ist einfach Venom mit Vampir. Ja, Venom habe ich aber noch nicht gesehen, darum. Wenn du den Trailer schaust, ist es einfach Venom mit Vampir. Bullen, da bekommt selbstverständlich. Ciao, schön, hast du eingeschaltet. Merci vielmals. Merci, schön, bist du dabei. Alles gut. Und Bullen nicht zugeschaltet. Was du gerade hast verpasst, der Morbius-Trailer. Trailer zu Morbius, ja genau. Voll. Regisseur Daniel Espinosa. Und boah, ich habe keinen Hype. Null. Nee, das Hype ist nicht. Wie Venom und Blade ein unheiliges Kind gezeugt hätten. Dann wäre es Jared Leto. Und der hat dann den Film gemacht. Ich wollte sagen, Batman. Another brother from a different mother oder so. Brother from a different mother, genau, Batman. Brother from a different mother. No, Another mother, father. Das ist so ein Film, den kann ich nicht ins Kino schauen, wahrscheinlich. Also irgendwie. Nein. Nein, den schaue ich nicht mal, wenn er läuft. Wahrscheinlich würde ich irgendwann müssen schauen. Ja genau, zwischen das kann man ja nicht besprechen. So weit sind wir aber allerdings eben noch nicht, leider. Gell, ja, übrigens, apropos Film schauen im Kino, bist du zufälligerweise bei Bad Boys drinnen gehockt? Noch nicht, du? Nein, leider nicht. Ich hätte diesen Samstag hätte ich gehen mit einem Kollegen, hätte ich eben so machen, aber ich bin leider nicht dazu gekommen. Also leider nicht. Es ist ein guter Grund, dass wir dann hier einen coolen Stream haben, aber ja. Wird besprochen dann von der nächsten... Ich hoffe es. Auf die eine oder andere Art finde ich das sicher eine Möglichkeit, mit diesem Film zu Gemüte zu führen. Ja, ich habe Bock drauf. Ich weiss, es ist halt wieder so eine Fortsetzung von etwas, wo ja, aber ich glaube, ja, das ist mir scheißegal. Weil es ist mir egal. Es ist mir wirklich egal. Es ist Bad Boys, es sind die gleichen Schauspieler. Was willst du noch mehr? Ja, ich glaube, so eine mehr Ansprüche kann ich da gar nicht, ganz ehrlich. Also, es ist, ja... Selbst bei Filmen heutzutage einfach nicht mehr haben, wenn du glücklich werden. Ja, vor allem, der hat mich so noch fertig gebracht, dass sie immerhin die gleichen Schauspieler haben. Und von Men in Black nicht gehabt. Hast du den gesehen, Men in Black? Oh, ja, das ist der erste. Den ich gesehen. In einer jetzigen Bingo schauen. Glaube ich. Das war der erste, glaube ich. Und ey, weißt du, dann willst du schon noch ein bisschen so, willst du guten Eindruck und so und willst schon positiv und weißt du, und gehen wir zusammen ins Kino und dann kommt jemand wie ich, der den Film nicht kann, einfach nur schauen und hat sie geschaut. Geht dort rein, schauen, ich kann nachher vom Nichts sagen, eine Nasenblüte bekommen. Und zwar aus den Ohren. Nein, es ist... Ja. Hey, das ist... Man in Black ist ein Stück Film, das ich gerne vergessen würde. Ganz ehrlich, das ist richtig ein schlechter Film. Ich habe nicht eine gute Szene drin gehabt. Es ist nicht einmal... Nein, nichts an dem Film ist richtig. Alles ist falsch, was nur... Nein. Hast du es im Griff mit deinem Mikrofon? Auch das nicht, nein. Siehst du, nimm das Mikrofon nicht. Das ist schon flüchtig, jetzt gehört, dass wir über den Film reden. Der dumme Film. Es ist so krass, er ist so irrelevant, dass man nicht mal eine Szene... Doch, eine Szene ist mir geblieben. Man sieht mal kurz die Kaffee-Aliens. Für eine Viertelsekunde. Ja. Aber es ist mir nichts geblieben. Es ist nichts hängen geblieben von dem Film. Der einfach dermaßen irrelevant ist. Ja, das ist eben... Tut mich es nicht an. Also, außer so richtig die Hard Men in Black Hardcore-Fans, das gibt es zwar gar nicht wahrscheinlich, aber... so, dann kommen wir zu einem Thema. Ich habe das nur per Zufall entdeckt und gar nicht gewusst, dass das kommt. Und also man glaubt entsprechend das und auch die Reaktionen sind auf verschiedensten Plattformen extrem in eine Richtung gegangen. Und zwar, dass man einfach schlichtweg hat über den Trailer gelacht. Und zwar über das Game Trailer Fast and the Furious Crossroads. Das kommt am 22. Mai raus und wenn es so ist wie im Trailer, dann wird das Spiel mäßig erfolgreich. Jetzt habe ich glaube, ist das so einer, der gerade nicht funktioniert. Also das ist so schlecht, dass so nicht einmal mein OBS abspielen will. Moment, da wollte ich schnell probieren. Das Fast and Furious, das Game? Ja, es ist himmeltraurig. Also wirklich. Warte schnell. Jetzt muss ich das eben noch schnell anders triggern. Ja, genau. Es nimmt es nicht mal an. Es ist schon krass. Warte schnell.
Okay. Da ist er. Achtet nicht mal auf Grafik. Nur so. Also vor allem auf Gesichter und so. Im 2020. Musik ist gut. Das ist das Einzige, glaube ich. Schau mal du hast die Staubeffekte. Ich verrecke. Alter Verwalter. Das ist doch ein sehr schlechter Witz. Oh. Schau. Das macht When in doubt, do what I do. I've seen what you do. That's why I'm kind of terrified. And now I need a finish line, I'm in my own lane. Do you want to stay amateurs? Or take this to the next level? Der Andi hat... Ja, eben, es ist stark, es ist ein verdammt geiler Trailer, oder? Also das ist ja krass. Geht's mit deinem Mikrofon? Nein, überhaupt nicht. Ich habe den Mikrofonständer geschlossen. Sehr schön. Ah, nice, ja. Also er hat eigentlich selber geschlossen, ich weiß es gar nicht. Das ist... Habst du es halt? Ja gut. Das kann man auch haben, das ist ja kein Problem. Fast and Furious kommt raus fürs iPhone 3. Schön, dass das Gerät supported wird. Oh, es ist einfach... Support does not stop. Nein, also ja, vielleicht nicht gerade wie Driver von der PS1, aber also höchstens PS2. Mit einem Versuch irgendwie welche... nein, das geht einfach nicht. Das ist einfach... Das Game, das musst du gar nicht spielen. Gut, also, ich gebe dem Spiel eine Chance. Vielleicht kann es ja spieltechnisch etwas, aber das glaube ich nicht. Ey, apropos Driver, das sieht einfach aus nice. Es sieht aus wie Need for Speed aus dem Jahr 2005. Mit der gleichen Story und... nein, das braucht die Welt nicht. Früher haben doch alle über Driver 3 geredet, wo das rausgekommen ist. Dass der GTA-Killer, also... Weißt du, und überhaupt. Ich sage mal, jetzt das Geständnis. Ich kann über Driver 3 nicht mitreden, weil ich es in meinem Leben nie aus dem Parkhaus rausgeschafft habe. Das Parkhaus ist Einführungsmission. Das erste, was du spielst. Das hast du nie rausgeschafft. Nein. Dann habe ich aufgehört. Fick dich. Driver ist so... Ja, das Tutorial, das ist so schwierig gewesen, einfach. Es ist im Fall... Ja, das ist Stuntman, stimmt. Das ist im Fall das Dark Souls von den Autospielen gewesen. Also sicher, von das Tutorial. Kann ich noch reden? Das erste Mal, dass ich das Tutorial so als Endboss erlebt habe. So abartig. Ja, dann noch eine kurze News. Sony wird nicht an der E3 teilnehmen. Die machen da ihr eigenes Süppli. Ich glaube, die werden da eine eigene, sind glaube ich nicht die erste, also eine eigene, wer ist EA? Oder sind nämlich nicht die Einzigen, die ihr eigenes Event startet, so à la BlizzCon. Ja. Mal schauen. Ich frage mich, ob das gut kommt. Also ich meine, jeder hat sein eigenes Ding. Schade, irgendwie. Also ich weiß nicht, aber... Ja, da wir schauen mal. Also mir ist das Gleiche gar nicht an der E3. Das ist ein bisschen zu weit für den Moment gerade. Aber ja. Ja, es springt glaube ich immer mehr ab. Ja. Es kann natürlich sein, es kostet Geld alles und dann kannst du das auch gerade so gut selber machen, wahrscheinlich im entsprechenden Rahmen. Ja, ich finde es halt schade, dass ich selber noch nie gehen konnte. Hey, das Mikrofon geht mir richtig auf den Zeiger jetzt gerade, aber so richtig.
Wir hatten nicht zu viel Trailer zum Schauen, he? Vielleicht später dann. Wir machen noch ein kleines Päuschen, dass du das kannst regeln mit deinem Super. Sehr gut. Aber machen wir noch kurz die letzte grosse... machen wir die News noch schnell fertig. Ja, selbstverständlich. Ist ja nicht so viel, ne? Nein, es ist nicht mehr der Haufen. Muss ich das dann, machen? Ja. Loki. Ja, Dampfloki. Loki. 3 Arbeiten zur Serie rund um Loki haben angefangen. Allseits beliebt, Tom Hiddleston wird in gewohnter Manier der Hauptcharakter verkörpern. Das finde ich immer so speziell, dass plötzlich eine Hollywood-Grösse, das kann man gut von einer Grösse reden, eine Serie macht. 83. Ja. Eine Serie macht. Oder findest du das nicht irgendwie ein bisschen... Wird immer mehr kommen innerhalb von diesen Disney-Sphären, glaube ich, oder respektive. Gut, ja, sie werden die Welten verschmelzen. Ja, das bis jetzt war es immer so gewesen, dass die Serienwelt zwar auf die Filmwelt angespielt hat in gewissen Momenten, aber sie hat nie explizit von einem Hulk geredet, sie haben vom grossen Grünen geredet zum Beispiel. Und jetzt wird es immer mehr so sein, dass sie direktere Bezüge nehmen durch Disney Plus, durch die neuen Serien, die kommen etc. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das so wird weitergehen. Es wird ja auch eine Serie geben von Star Wars, über den Pilot oder über den Rebell aus Rogue One. Ja. Und ich weiß nicht, ob das animierte Serie oder echt. Aber ja, genau, stimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine animierte Serie ist, aber wird auch wieder jemand aus dem Film zur Serie gemacht. Also ich denke, das wird sich so ein bisschen einpendeln, gell? Ja, Disney Plus ist eine riesige grosse Plattform für das. Ist absolut okay, also ja, nichts dagegen. Nein, ich auch nicht. Wenn gute Schauspieler eine gute Serie machen, ich bezweifle halt, dass es alles gute Serien werden. Das ist schwierig. Wobei, vielleicht wird es jetzt besser, weil das, was ich bis jetzt an Serien von Marvel gesehen habe, hat mich einfach endlos enttäuscht. Ich habe das ganze Defenders-Zeugs unglaublich mühsam gefunden. Das war schwierig gewesen. Ja. Sehr schwierig. Ja, voll. Daredevil ist okay. Oh nein, da ist das Teil mega kaputt gemacht, das geht doch nicht. Weißt du was? Nimm doch das mal. Wow. Ja, fuck! Wie kann man das? Das ist wir melden uns gerade zurück aus der Werbung. leider nein. Also das könnten wir übrigens, das stimmt. Tun wir das, aber ich habe noch nie gewagt. Da verdienen wir auch unheimlich Geld. Ich kann einfach stundenlang Werbung schauen. Schau das können mehr zu. Aber... Unterhalt unsere Leute und plant mich aus. Los, das ist ein Notfall. Schon gut. Chills. Sonst nimmst du einfach das Mic einfach in die Hand. Schraub das Ding doch ab und nimm es in die Hand. Also egal, wir fahren noch schnell weiter mit entsprechend überdecken. Warte schnell. Es ist so ein bisschen lieber... Mann, ich drück doch hinterher! Mann, mehr als drücken kann ich nicht! Aber jetzt ist die Soundqualität nicht schlecht bei dir. Verarsch das Michael. Also, eben, die fangen an mit diesen Dreharbeiten zu diesem Loki-Serienuniversum Zeug. Und die Serie wird weit vor den Filmen von Infinity War und Endgame spielen. Also sollen aber auch Zeitreise zur Thematik machen. Also sonst ist noch nicht viel über die Story bekannt, außer dass Loki gelingt während der Avengers. Währenddem, als die Avengers zu der Schlacht von New York zurückkehren, um Spaceball zu finden, mit dem steht fliehen. Marvel-Chef Kevin Feige lässt verlauten, dass Loki hier als Schurke dargestellt wird, der auf fiese Pläne gegen seine Halbbrüder schmiedet. Die Loki-Serie mit der Zeitreise soll Auswirkungen auf Doctor Strange in the Multiverse of Madness haben. Die Serienstart auf Disney Plus ist für das Frühjahr 2021 geplant. Vorher werden allerdings noch einige Filme und Serien an Start gehen. Black Widow am 30. April 2020. Vor der neuen Serie The Falcon and the Winter Soldier. Hast du da Bock drauf, auf Falcon and the Winter Soldier? Im Sommer 2020, die Eternals am 5. November 2020. Im Anschluss WandaVision Ende 2020 und im Kinofilm Shang-Chi and the Legend of Ten Rings
Ich fühle mich da immer so ein bisschen erinnert an, du weißt, was ich meine? Mit Start 11. Februar 2020 will ich eine Menge neue MCU-Charaktere auf eine Flimmerkiste respektive Wand bringen. Wie ein Moderator. Ja, das sind wir ja eigentlich auch. Also, wir recherchieren und wir moderieren. Ich habe dort Endgame innerlich abgeschlossen. So, ich sage es jetzt, wie es ist. Endgame ist für mich ein emotionaler Abschluss mit dem Marvel Cinematic Universe gewesen. Und all das, was jetzt kommt, ist nice to have, nicht zum Schauen. Aber ich werde die Serien wahrscheinlich nicht alle verfolgen. Vielleicht finde ich eine, wo ich sage, hey, okay, mit dem Babe zusammen, geben wir uns doch das. Aber für mich ist okay. Ja. Hey, Schmarz. Ciao, schön, hast du eingeschaltet. Merci vielmals. Merci, schön. Eternals, ja, ist halt, das sind coole Comics gewesen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch laufen, bei mir ausklingt. Ja, der Andy ist Force Ghost dort, Schmarz. Ja, unter anderem und Force gemiked und ach fuck it. Weißt du was, scheiß auf das Mikrofon, das Elend. So ist doch egal. Hallo, ich bin wieder da. Scheiße. Sehr schön. Okay. Ja, wo sind wir jetzt gewesen? Sorry, jetzt habe ich nur dir zugeguckt. Jackie Plays. Salut. Guten Morgen. Salut. Hallo. Ciao, schön, hast du eingeschaltet. Merci vielmals. Merci, schön, bist du dabei. Ja. So. Nein, also ich bin komplett aus dem ganzen Marvel. Momentan bin ich, ohne dass ich es gemerkt habe, eher ins DC reingeht im Fall. Und zwar ziemlich. Schon? Ja, Titans, voll. Gell? Titans. Ja. Zu dem kommen wir, glaube ich, später in unserem Talk, glaube ich. Genau, kommen wir später noch dazu. Okay. Ja, eben, dann haben wir noch gehabt, sorry, wenn ich dich schnell unterbreche. Bei was Mach noch. Nein. Nein, ein bisschen Bad News. Cyberpunk 2020 wird verschoben, und zwar auf den 17. September 2020. CD Projekt Red hat gemeint, wir befinden uns derzeit in einem Stadium, wo der Titel vollständig und spielbar ist, aber es gibt noch viel zu tun. Night City ist riesig, voller Geschichten, Inhalte, Orte, die man besuchen kann. Aber aufgrund vom schieren Umfang und der Komplexität des Ganzen brauchen wir mehr Zeit, um das Spiel zu testen, zu fixen, zu polieren. Wir wollen, dass Cyberpunk 2020 unsere krönende Errungenschaft dieser Generation wird, und das Verschieben vom Launch wird uns die kostbaren Monate verschaffen, die wir brauchen, um das Spiel perfekt zu machen. Erwartet regelmäßige Updates über den Fortschritt, je näher wir dieser Veröffentlichung kommen. Und das stört mich. Ja, Schmarz, jetzt kommen natürlich alle, ja, das ist nur, das können wir mit PlayStation 5. Ja, aber das ist ja okay, weil du musst es auch für dort optimieren. Und ich finde es absolut okay. Mir stört es überhaupt nicht, wenn man ein Spiel verschiebt, weil man sagt, das ist noch nicht fertig. Erklär das mal Hergi. Ja, der Hergi ist da nicht der gleichen Ansicht, aber früher ist es doch auch nicht so, wir hatten kein Internet gehabt. NES-Spiele sind einfach rausgekommen. Und das hat keine Sau interessiert, ob jetzt das NES-Spiel dann rauskommt oder nicht. Es ist einfach dann rausgekommen und gut. Und dann ist es entweder gut gewesen oder schlecht. Ja, das ist aber der Punkt. Die, die sich zu wenig Zeit haben genommen, die haben es eben schlecht rausgebracht. Und das wird auch bei Fast and Furious Crossroads genau so sein. Weil das ist so ein typisches Studio-Ding. Da kommt einer und sagt, so, und jetzt wird das Zeug rausgeputzt, dann ist Termin. Und dann sieht es eben genau so aus. Aber CD Projekt Red ist zum Glück für sich alleinstehend und auch der Publisher davon. Deswegen dürfen sie sich das erlauben. Zum Glück sind sie alleinstehend und können sagen, hey Jungs, ihr wisst, wir machen geile Spiele, die können euch auf uns verlassen, aber wir müssen es später rausgeben. Ganz easy. Ja, ich bin da deiner Meinung. Ich finde auch, wir lieber das Game später raus, aber dafür fertig. Und wenn es halt nochmal Zeit braucht, braucht es nochmal Zeit. Wir müssen uns langsam bewusst werden, dass das Crunch-Ding ewig ein Thema sein kann, dass die Entwickler sich zu Tod krampfen für so ein Game. Andere Punkt ist schon ganz klar. Sie haben irgendwann gemerkt, hey, mittlerweile mit dieser Möglichkeit, kann man Games nicht nur einfach auf die CD brennen und es muss fertig sein, sondern man kann es halt früh raushauen und dann nachher immer noch zurecht patchen, bis es funktioniert. Was ich halt den Spielern gegenüber sehr unfair und das ist unfair, ja. Das ist richtig unfair, weil ich will doch ein Spiel können ab Tag 1 so spielen, wie es am Schluss gedacht wäre. Und das macht eben CD Projekt Red schon richtig, wenn sie sagen, hey, wir verschieben. Was war noch? Dead by Daylight ist auch verschoben worden, auch das.
Ich verstehe jeden, der sich ein bisschen ärgert, aber ich meine, sterben drauf tut da niemand. Also ich meine, ja. Ich bin gerade durch, ich glaube, ich habe eine Lösung für mein Mikrofon. Du noch die Leute unterhalten, ich bin gerade bei dir. Ja. Wir machen noch ein einziges Ding, habe ich noch. Dann machen wir schnell ein kleines Päuschen sowieso, dass wir dann im nächsten Teil, ich glaube, das wird der beste Teil überhaupt, kommen. Disney Plus startet zusammen mit Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Österreich und Irland am 24. März 2020 in der Schweiz. Mein Mikrofon hängt wieder. Okay, jetzt darfst du dich nie mehr anlängen, oder was? Ja, am 24. März 2020 in der Schweiz. Das Abonnement kostet monatlich 9,90 und das ist wahrscheinlich ein Lapfengrind für Netflix, würde ich meinen, oder? Entschuldigung, Thema ist? Disney Plus startet am 24. März zusammen mit Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Österreich und Irland am 24. März 2020 in der Schweiz. Das Abonnement kostet monatlich 9,90. Also der Punkt ist jetzt, ja, im ersten Blick vielleicht schon. Nachher ist halt die Frage, was unternehmen sie gegen Account-Sharing, weil wenn sie da etwas Effizienz haben, dann ist das weniger ein Klapf, weil dann ist es 9,90 aber für jeden Einzelnen, weil sie es nicht erlauben, dass man es auf mehrere Geräte schaut oder dass man den Account teilt. Ich glaube, das müssen sie Netflix theoretisch auch nicht erwünscht, aber die tun nicht so dumm. Momentan einmal noch nicht. Ja, aber ja, es ist sehr günstig. Also sie bieten es ja sogar an. Sie sagen, hey, wir wissen, dass ihr es macht, also zahlt ihr einfach 20 Steine oder wie viel das kostet, oder 14,90 und dann könnt ihr schon auf 5 Geräte schauen oder auf 3 oder was auch immer. Das stört mich ja nicht, das ist mir ja gleich. Also 9,90 für Magi und wenn es auch noch 30 Steine würde kosten, je nach Angebot, würde ich sagen, ja, es sind alle Disney-Filme drauf, was willst du denn noch? Also alle Filme, die es gibt, bis auf die nicht Disney gehören. Es ist einfach ganz... Also Fox, all das Zeug, oder? Simpsons, alles komplett gehört Disney. Gleich kommt DC dazu. Nein. Ich bin ja. Ich bin nach wie vor sehr enttäuscht, wie sie es released haben, das Ganze. Also respektive, dass man es erst in gewissen Ländern schauen kann. Zum Beispiel, gerade was den Mandalorian angeht, ja. Du kommst heutzutage, das ist 2020, du kommst in einem Spoiler im Netz. Nee. Baby Yoda, jeder Baby Yoda kennt, weil man hat das sehr schnell gesehen, aber es ist unfair auf eine gewisse Art, dass wir bei uns die Chance nicht haben, zum ungespoilert das Ganze zu sehen. Ich habe es bis heute nicht verstanden, wie das zustande kommt. Also, weißt, ich verstehe, wenn man sagt, okay, einen Monat später. Weil lustigerweise, Kinofilme sind bei uns immer zuerst dran. Immer. Wir sind mindestens einen Tag vorher sind Kinofilme gekommen. Und es ist einfach, also, was soll denn das besser gut? Also, das machst du doch, aber wie du sagst, 2020 und dann hat man so ein halbes Jahr, fast ein Gap drin. Gut, es ist jetzt nicht komplett, es ist nicht, zum Glück nicht ein halbes Jahr. Aber es ist einfach... Ja, es ist lächerlich, sorry. Es ist wirklich lächerlich. Absolut, ja. Absolut unbegründet. Und dann hat man gesagt, ja, das muss halt getestet werden. Was willst du da testen? Du machst ein Probeabo und dann kannst du testen, wie viele Leute das kommen. Ich glaube, es werden auch sehr viele Leute wieder abspringen, weil was hat Disney Plus außer The Mandalorian, wo interessant ist momentan? Das wird ja erst alles kommen mit diesen Serien, die jetzt heute schon aufgezählt worden sind von uns oder sonst. Da ist noch nicht sehr viel Das heisst, die Leute machen ein Abo für Mandalorian und können es dann wieder. Das ist meine Meinung. Ja. Bullen. Mandalorian, das hat jeder geschaut auf jeder Streaming-Plattform. Ja, das hat alle gestreamt. Ja, aber warum? Sorry, du kannst nicht auf der einen Seite reklamieren wegen illegalen Streaming etc. Und dann tust du so eine Monstersendung von einer Marke wie Star Wars, wo einfach nicht Spoiler verteilen, an verschiedenen Orten, verschiedenen Zeiten starten, mit so einem riesigen Unterschied. Nein, kein Star Wars-Fan sagt, okay, cool, ich akzeptiere Spoiler, ich finde das geil. Nein, wir sagen alle, es ist scheiße und wir schauen. Ich habe das natürlich auch schon vorher geschaut. Ja, natürlich, ich habe keinen Bock zu. Hey, es ist ja vor allem da, die deutsche Synchro ist da. Es ist nicht so, als gäbe es nicht. Nee, es ist schon alles da. Das ist absolut unverständlich. Absolut, ich verstehe das gar nicht. Ja, weißt du, wenn es jetzt noch wäre, wenn es jetzt noch wäre, dass man muss sagen, ja, es hat halt mit Konzessionen zu tun, keine Ahnung, mit Sachen so, aber das ist nie zur Sprache gekommen. Also,
Man hat gesagt, los, wir können es nicht dort vertreiben, weil wir dort die Bewilligung nicht haben. Oder ich weiss, der Teufel was irgendwie. Hat er gesagt, okay, ja, das ist verständlich. Aber so, es ist nie darüber geschwätzt worden, warum das nicht gleichzeitig rauskommt. Nie. Das Internet hat sich fragen, Disney hat einfach die Schnur gehalten und es hat nie einer erklärt, warum es nicht rauskommt. Nie. Das machst du einfach nicht. Es ist einfach PR-technisch eine Katastrophe. Aber ja. Disney auch momentan sehr, sehr schwierig in gewissen Entscheidungen. Jacki, das weiss, was du meinst. Aber stell dir mal vor, du bist Warner Brothers. Und dann kommt Disney und sagt, hey, wir vertreiben eure Filme auf unserer Plattform vertreiben. Das kostet Geld. Das zahlt niemand. Niemand zahlt das. Darum ist es viel einfacher. Stell dir vor, du musst ja die Filme dann lizenzmässig einkaufen. Wenn du jetzt Disney bist, du willst entsprechend Warner Brothers Film zeigen, musst du die Lizenz einkaufen. So macht es Netflix für eine bestimmte Zeit. Und wenn jetzt, also so auch Amazon und alle anderen, die das Zeug Hulu und keine Ahnung was, machen das so. Und wenn du jetzt natürlich die Lizenzen kaufst, kostet das Geld. Oder? Und wenn du schon ein riesen Konzern bist, musst du nicht Filme einkaufen, du kaufst die ganzen Konzerne. Und dann bist du der Master of Disaster und hast entsprechend das Zeug in deiner Hand. Obwohl Netflix funktioniert halt auch, weil sie halt selber auch viel Gutes produzieren können und sich die Zeit genommen haben und entsprechend erwirtschaftet haben, das Geld erwirtschaftet, für das Film zu produzieren. Das Schöne am Streamingdienst ist, du kannst einen Film produzieren und musst nicht Angst haben, dass er dann irgendwie ein Flop wird, weil zahlt ist er ja schon. Oder, Andi, das Mensch? Zahlt ist er schon. Ja, zahlt ist er in dem Sinn schon, ja. Was nachher passiert, ist die andere Frage. Aber du musst nicht Angst haben, dass er an der Kinokasse floppt und du Geld verlierst, weil zahlt ist er schon. Ist das, was Netflix macht in dem Sinn? Wobei, ja, eben. Genau, das kann nur funktionieren, indem sie so Sachen machen, wie dass sie von Steuergeldern profitieren. Also, dass sie Steuergelder probieren zu bekommen, um ihre Produktionen zu stärken. Und das ist jetzt gerade da, wo Netflix dafür stark kritisiert wird. Mhm. Und da muss ich mich fragen, ist das der richtige Weg? Ist das die richtige Lösung? Ich denke nicht. Okay. So. Also das ist ganz ein anderes Thema. Das fassen wir jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt aufmachen. Heute können wir eigentlich generell schon mal drüber quatschen. Netflix macht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Netflix wirklich Plus macht, allein nur durch Abonnenten. Und was man weiß, ist eben, dass sie mit Steuergeldern arbeiten und mit Steuertricks. Sie sagen, sie machen alles legal. Aber das ist jetzt momentan gerade sehr viel am Laufen. Ich habe aber noch zu wenig Infos, um da wirklich bin ich gar nicht informiert. Intelligente Meinung abgeben. Aber ich kann mich da mal schlau machen. Wenn wir gerade noch bei Disney Plus sind. Secret Invasion. Ich weiß nicht, ob ihr die Comics kennt. Leider. Secret Invasion heisst, es könnte eine Serie werden, die kommt. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn das kommt, könnte es sehr cool werden, weil im Comic, ich weiß nicht, inwiefern dass sie das werden umsetzen für die für die Serie, aber in den Comics geht es darum, dass die Skrulls die Erde unterwandert haben. Und dass eigentlich einige von den Avengers gar nicht Avengers-Figuren sind, sondern halt eben Skrulls. Das ist jetzt noch ein Spoiler gewesen, der Comic ist alt genug, das darf man glaube ich erzählen. Ja. Auf jeden Fall wäre spannend, wenn Jack Hawk, salut. Wenn da etwas in die Richtung wird gehen. Fände ich cool. Moin Moin, Jack Hawk. Hallo. Ja, soviel zu Disney Plus. Mal schauen, was da kommt. In meinen Augen sind sie momentan auf einem heißen Grad. Star Wars technisch sind sie halt sehr interessant. Sie machen aber sehr viel, was ich nicht verstehen möchte. Das hat angefangen mit einem Han Solo-Film, wo man kann halten davon, was man will. Ich habe ihn eigentlich gut gefunden, aber hat gleich Fragen aufgeworfen, so rein vom Produzieren her. Und jetzt haben sie ja ursprünglich eine Obi-Wan Kenobi-Serie geplant, wo eigentlich auch schon alles safe war. Ja. Wo der Obi-Wan Kenobi-Darsteller, der Ewan McGregor, schon sehr lange gewusst hat, dass das wird kommen, aber jahrelang in Interviews erzählt hat, er wüsste von gar nichts. Sehr geil. Jetzt hinter der Kulisse sieht es aus, als wäre es recht am Brodeln und die Chance ist gross, dass die Serie gar nicht wird rauskommen. Ich sage ich würde sie schauen. Obi-Wan Kenobi ist für mich einer meiner absoluten Lieblinge in Star Wars. Aber ich finde,
auf Tatooine. Was soll er in Tatooine? Was willst du groß erzählen von Obi-Wan Kenobi auf Tatooine? Er baut Sandburg und wartet darauf, dass der Luke Er muss ja nicht wird. zwingend immer zu Tatooine gewesen sein. Das Kind beschützen heisst ja nicht, dass du immer am gleichen Standort musst sein. Also da ist schon noch Interpretationsfreiheit vorhanden, wenn du mich fragst. Dünkt mir. Das Einzige, was man machen könnte, ist in der Originaltrilogie wird doch mal erwähnt, dass sich der Ben und der Vader nochmal getroffen haben. Irgendwann muss da nochmal etwas gewesen sein. Und über das weiß man, glaube ich, nicht wirklich etwas. Also ich habe nicht, dass ich wüsste, kein Comic oder Buch sagt mir gerade etwas darüber. Nein. Das könnte man erzählen, aber das, ja, vielleicht Also was ja Fakt ist, dass der Vader auch mal wieder auf Tatooine zurück ist. Übrigens. So dank der Comics herausgefunden. Nicht wahr? Im Vader-Comic. Ja, genau. Mittlerweile ist einfach gut mit Vader-Comics. Er ist gut, der neue, es ist so. neu gelesen. Ich habe jetzt abgeschlossen. Ja, es ist noch gerade irgendwie ist noch etwas offen, glaube ich. Ich weiß nicht, irgendwie ist noch etwas gekommen, aber es ist... Aber langsam habe ich es, Du meinst 2019, Vader 2019? Ja, genau. Ja. Genau. Es gibt einen 2019, es gibt einen 2015, es gibt einen... Also, mein Problem ist natürlich, wie du, das Problem ist natürlich, ich habe es voll durchgerasselt, oder? Weil du hast mir ja gesagt, das ist noch cool. Da wirklich jeder Vader wirklich durchgerasselt. Und dann spielt es dann noch in andere Star Wars selber rein, oder? Mit der anderen Geschichte von Leia, Luke und Han. Und dann muss ich dort noch weiterfahren. Und ja, aber Afra vor allem auch. Ja, eben. Und der rasst dort sozusagen durch. Du kannst gar nicht anders. Jetzt auf dem Nattel gemacht, das ist praktisch, gell? Zack, und geht weiter. Natürlich krass. Und ja, das ist mir auch verleidet. Also es ist wirklich super gut gemacht. Ich feiere es wie ein Mann. Es ist ein richtiges Badass, das ich. Wirklich, du merkst, es ist ein unbesiegbarer Typ. Wirklich absolut. Aber nein, es ist dann auch gut, das ist so. Das liegt vielleicht an dem. Weil du hast halt die Wartezeit nicht, oder? Es ist halt... Ja, es gibt einfach schon sehr viel. Ich meine, Vader kommt hierher und sehr viel. Das hat man jetzt nicht verstanden. Das musst du auch nochmal wiederholen. Es gibt sehr viel mittlerweile von diesen Vader-Comics. Also verschiedene Reihen, zum Teil auch schon abgeschlossene Reihen, wo es um Vader geht. Ich habe Bock wieder mal auf etwas Neues, auch auf irgendetwas, wo ganz noch anders spielt. Eigentlich spielt das meiste in dieser Zeit um die Schlacht von Yavin um plus minus ein paar Jahre. Aber jetzt zum Beispiel aus der Geschichte von der Alten Republik, aus dieser ganzen Geschichte von der Ursprung kenne ich nur einen, wo sie noch nicht die Lichtschwerter haben in dem Sinn, sondern die mit diesen Aggregaten auf der Seite. Und jetzt, was rausgekommen ist, sind mal die Geschichten von Qui-Gon Jinn und dem Obi-Wan, wo zu einer anderen Zeit spielen. Aber sonst spielt eigentlich das meiste generell gerade dort, finde ich. Ja, wäre cool, würde ein bisschen mehr kommen. Und was momentan passiert ja, ist der Kylo Ren Comic. Hast du den gelesen? Ja, selbstverständlich, nur der zweite Teil noch nicht. Also das neu gerade rausgekommen ist, das habe ich noch nicht. Das habe ich noch nicht einfach der erste Staffel, ja. Wie findest du? Der erste, ich finde es super. Schon, gell? Ja, es ist richtig geil. Ja. Richtig, das ist genau das, was es gebraucht hat. Das ist genau das. Weil, oder? Ja, weißt du was, wir sparen uns das für näher. Es kommt dann noch mehr. Also, folgendermaßen, jetzt, hallo Römer, schaltest du gerade auf Pause ein, das macht aber gar nichts. Weil ein Punkt kann ich noch, warte mal schnell, ein Punkt in Disney Plus. Ja. Es wird Calrion, wie heißt der? Calrion Endor, Essor. Warte mal schnell. Calrion, wie heißt der? Der andere ist ein Force Ghost, richtig. Wir haben es eben leider nicht besser hergebracht, aber es kommt dann noch. Captain Cassian, genau. Captain Cassian, ja genau. Genau. Über den wird es eine Serie geben. So, das wollte ich sagen. Ja, genau. Das haben wir aber schon herausgefunden vor etwa einer Viertelstunde. Genau, aber auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie er heisst. Und ich finde ihn nicht interessant. Nee, doch, mal vielleicht kurz darüber, wie er vom Imperium geflüchtet ist. So, aber nachher eine Kurzserie, mehr nicht. Ja. Es wird aber auch noch eine Nachfolgesendung geben zu Resistance, glaube ich. Oder zu Rebels, ne? Ich glaube zu Rebels. Und es wird... Clone Wars wird noch abgeschlossen. Genau, richtig, Clone Wars wird abgeschlossen. Gut, aber bevor wir noch zum Star Wars Talk gehen, machen wir noch eine kurze Pause. Also wir gehen noch nicht zum Star Wars Talk, du weißt, was uns näher blüht.
Okay. Oh ja, scheiße, stimmt. Ach. Mann, ich drück doch hinterher! Mami, So habe ich mich gefühlt beim Schauen. Also, gut, machen wir schnell 5 Minuten Pause. Dann kann der Andi sein Mikrofon... Nein, das ist gut, so wie es jetzt ist. Lass nur mal sein, einfach nicht mehr anlängen. Mach schnell 5 Minuten Pause, sie sind wieder da. Es geht gerade sofort wieder weiter. Tust du mein Mic bitte muten? Ja, selbstverständlich. Ich tue die einfach wieder entsprechend nach dem Intro. Wir das Intro nochmal spielen, so richtig, wie man das macht. Schreib mir WhatsApp, bevor du es machst. Ja, wieso? Musst du die Schnäppe für nehmen, oder was? Nein, ich muss nochmal einen Kaffee holen. Ja, mache ich denke jetzt so. Okay, machen wir so. Ciao. Gut, tschüss, bis näher. Wo haben wir jetzt den Cape? Hier. Ja, bin noch dran, warte schnell. Was tut man das Stummschalten, das Ding da? Wir sind Profis, ich lieb's. Heiland Donner, wo war das? Ja, das macht ja nicht, man sieht das ja noch. Das ist kein Problem. Hallo zusammen, man sieht das noch. Wieso kann ich die nicht stumm schalten? Was läuft? Bin ich zu blöd? Soll ich das Mikrofon ausstecken? Nein, warte jetzt. Ah, ich kann einfach mies stumm schalten, dann hört man den auch nicht. Geht das auf? Nein, es geht nicht auf. So, willkommen zum allerersten Stream von Geekstübli. Alter, weißt du was? Ich kicke die einfach da raus. Und zwar in einen anderen Chat. So. Wow. Jawohl, so geht das. Einfach weg. Tschüss. Ich habe wirklich den Stummschaltkopf nicht gefunden. Egal. Wir machen jetzt Pause, wenn ich den Pauseknopf finde. Und da ist der Pauseknopf. Merci, bis nachher. Ja, das ist schon sehr speziell. Oder? Hey, schau, von der Qualität her, es gibt doch immer sehr gute Marvel-Filme und die werden nachher nochmal als Porno-Edition gedreht. Das ist eigentlich, wie du gesagt hast. Ja, genau das so. ist genau das. Nur haben die Pornos dann einfach auch eine Handlung und führen zu einem Ende. Ja, sehr vorhersehbar, was passieren wird zum Schluss. Ey, los, als ich den Film gesehen habe, ist noch irgendetwas in mir gestorben. Und ich weiß nicht, ist wegen der unglaublichen Effekt von diesen Monstern, von diesen Höllenhunden und was es ist. Hey, kann man irgendjemand abchecken, ob der Uwe Boll mit dem Film zu tun hat? Fast wie Scorpion King. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwie der Til Schweiger aus einer Ecke ins Bild reinläuft. Ja, es geht auch hier um den Loki, wo mit der Ladung von Dämonenhunden, also in PlayStation 2 Grafik, wird Valhalla platt machen. Ich glaube Valhalla gewesen, ich weiß es nicht, an dem Punkt ist, also, ja. Dann haben wir einen wunderbaren Kevin Nash. Ich sag mal, ist das ein Wrestling-Typ? Ich glaube es. Auf jeden Fall möchten sie gegen ihn kämpfen. Und was ich erwartet habe, ist, dass es so ein Trash-Film wird. Ich habe schon gedacht, du willst mich verarschen, so, aber... Es ist ein Wrestler, ja. Ich würde keinem Trash-Film-Fan den Film empfehlen. Also ich kriege die Zeit von meinem Leben nie mehr retour. Ganz ehrlich, das ist ganz, ganz traurig. Es ist... Also, mal abgesehen davon, dass nach 15 Minuten der Film eigentlich fertig wäre. Der Film, der geht in einen Kampf, er gipfelt in einem Kampf mit dem Odin. So, wo so eine Art, ja, ich weiß nicht, was für ein Gottverschnitt soll sein. Er ist, ach, ich finde kein Wort, das ist das Problem, ich kann es nicht erklären. Ja, sagt er, und gibt mir nachher den Film zur Aufgabe. Im Prinzip suchen sie einfach irgendwelche Portal. So, und gehen dann von Dimension zu Dimension und gehen jeweils aufeinander los. Das alles spielt nachher in unserer Zeit und
ist unglaublich schlecht animiert. Unglaublich schlechte Special Effects. Und wie gesagt, nach 15 Minuten hast du den Film eigentlich gesehen, weil dann hast du den Odin-Fight und dann ist das auch schon gesehen. Also, schaut doch mal einzelne Szenen an. Ich habe mir wirklich ein paar Stichwörter aufschreiben, zu was nicht gut ist an dem Film und warum ich finde, der Film ist schlecht. Aber es ist einfach nicht gut. Ich habe noch nie so schlechte Effekte gesehen. Wie kann man... Also, wo der Loki kommt und er schießt so mit seinem komischen Analplug durchs Zeug durch, mit dieser Liebeskugel oben drauf. Soll das darstellen, dass nachher der Boden vibriert? Alles, was passiert ist, und du siehst es, dass der Kameramann einfach so macht. Er schüttelt die Kamera nicht. Er macht es so. Und du siehst, das ganze Bild macht einfach... Und die Schauspielerin unglaublich schlecht. Oh! Erzähl mir nichts über Kamera... Ja, das kommen wir nicht dazu. Ja, also es ist 1,5 Stunden lang so. Der Film geht 1,5 Stunden mit mehrfach den gleichen Szenen. Wo das Schloss, das gezeigt wird, also respektive Asgard, das gezeigt wird, wo einfach siehst, dass das eine dämliche Kartonwelt ist, in 1 zu 1 Million Grössenverhältnis. Also nein, ganz im Ernst, nein. Das ist das Schlimmste in meinem Leben gewesen. Zum nächsten Film werde ich mir wirklich Notizen mehr machen, aber ich kann nicht können. Ich habe gewusst, dass der Kevin Nash, habe ich noch mal gesehen, und zwar in verschiedensten Filmen, das glaubst du gar nicht. Der Kevin Nash war in Turtles 2, das Geheimnis des Us. Sabrina, total verhext, die verrückte Kanone, natürlich. Ah ne, die verrückte, nicht die nackte, das ist aber auch so etwas Komisches. Weil Nicky war eine Serie, The Punisher, 2004, also im Alten, nicht mit dem Spiel ohne Regeln, Grandma's Boy, das ist nicht aufgeführt, da gibt es keinen Link dazu. DOA, Dead or Alive, das ist schon gut gemacht für diesen Schauspieler. River of Darkness, Thor, der Allmächtige, eben, voilà. Monster Brawl, Magic Mike, Rock of Ages, John Wick, 2014 und noch Magic Mike XXL. Also 2-3 Sachen darunter, die ich muss sagen, doch, recht cool. Also 2-3, ich rede nicht von Dead or Alive, sondern Turtles zum Beispiel finde ich cool. The Punisher, das ist klar, das ist schon einen ganz guten Film gefunden. So gut wie er kann sein, oder? Und Rock of Ages ist auch witzig. Und Magic Mike ist glaube ich auch gut, habe ich nicht gesehen, aber John Wick zum Beispiel ist Hammer, oder? Also, kann man noch kurz überreden, dass der Donnergott mit einer Minigun, mit einer Maschinenpistole das Zeug durch ist, mit der Uzi das Zeug durchballert. Das hat mich auch recht verstört, irgendwie so plötzlich. Also ich dachte, okay, machen wir jetzt noch einen auf ich habe kein Wort für das, ja. Bleibt mir gerade im Hals stecken. Also deine Filmerfahrung, Rating? Ich gebe ihm 2 wegen der Uzi. Von was? Von nichts? 100. 200. Ah, okay. Ja. Nein, ich gebe ihm 1 von 10. Der Ton ist nicht einmal in 7.1. Synchron. Synchron hast du ist... noch auf Deutsch geschaut? Ja. Ah, okay. Nein, stimmt gar nicht. Ich habe auf Englisch geschaut, auf YouTube. Ja. Ich habe auf YouTube geschaut, der ist voll drauf und gesehen. Wie hast du gesehen, Deutsch oder Englisch? Ich glaube Deutsch. Aber weißt du, wie lange her? Ich habe wirklich keine Erinnerung. Also mal schon, einfach, dass es scheiße war, habe ich gewusst. Ich glaube auf Deutsch. Oder auch Englisch. Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Auf Deutsch ist es auch nicht viel besser. Ja. Ich glaube, wir reden besser über deinen Film. Weil, wie gesagt, das ist. Also, es ist ein 1 von 10, so nicht einmal. Wir reden nicht besser auch über meinen Film. Der hat die besseren Wertungen bekommen. Überall, oder? Er ist zum schlechtesten Film aller Zeiten in den USA gewählt worden. Thor. Du redest von Thor jetzt. Ah, nein, ich rede von dem Film, den du musst schauen. Du mir nicht ja.
Auf IMDb hat er auch ein 1 von 10, glaube ich. Und am anderen Ort ein 0,4, irgendetwas von gar nichts. Also, mein Film war Daniel, der Zauberer. Und du bist so ein Arschloch. Wirklich. Ich habe ja gehofft, dass der Film irgendwo auf einem Streaming-Portal drauf ist. Weil mehr hat der Film nicht verdient. So. Es gibt ja noch einen ernsthaften Teil, den ich noch muss erwähnen muss. Weil es ist, es hat alles mit dem zu tun. Aber ich habe den Dreckfilm nie gefunden. Nie. Und ich melde mich nicht auf einem Portal an. Einfach nie. Ausser auf einem Streaming-Portal. Und zwar auf Vimeo. Und ich habe den Film nie gefunden. Ich hoffe, vielleicht gibt es irgendwie ein Stückchen. Es hat ihn nie gegeben. Ich musste 2 Pfund 19 zahlen, für den Film zu schauen. Wirklich. 2 Pfund 19 zahlt, für den scheiß Film zu schauen. Auf Vimeo. Ich habe gemeint, ich spinne. Ja, also. Dafür habe ich mir aber Notizen gemacht. Also. Hast du einen Trailer? Ich habe den Film, ich muss dir auch ehrlicherweise gestehen, ich habe den Film nicht komplett durchgeschaut, im Sinne von nicht komplett. Ich habe einfach dort, wo gesungen wird, habe ich einfach übersprungen. Weil ich habe mich fast schon nach dem ersten Lied erschießen, aber ist easy. Also, weißt du was? Trailer ab. Ja, Trailer ab. Leute, grüßt den Trailer, er ist wirklich sehr, sehr schlecht. Wenn dein Schicksal totale Ablehnung und grenzenlose Bewunderung, wenn die Liebe dein Leben verzaubert, aber der Hass dir Albträume bereitet. Nie wieder Kübelböck. Nie wieder Kübelböck. Irgendwas muss doch schiefgegangen sein. Warum hassen mich denn alle? Wenn Geister, Zauberer und Bösewichte deinen Weg begleiten. 2 Pfund 19 im Fall. Dann ist der Moment gekommen, dein eigenes Licht im Dunkeln zu finden. Ein Zauberer gibt oft das her, was er am meisten liebt. Und du willst doch ein Zauberer werden. Ein echter Zauberer. Die Geschichte eines jungen Mannes, der auszog, das Fürchten zu lernen und mitten im Winter entdeckte, dass in ihm ein unbesiegbarer Sommer war. Jetzt Ohrenkrebs. Ja, mal. Jetzt im Kino, das ist noch der Beste. Aber ja, mal davon abgesehen. Also das erste Mal, wo du mir da hast gesagt, Daniel, der Zauberer, habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich mir so einen uralten tschechischen Fantasy-Film reinziehen. Und dann habe ich überlegt und dann habe ich gemerkt, wenn Daniel der Zauberer eingegeben im Internet, dann habe ich mich vergraben irgendwo. Also es ist im Fall wirklich... Das ist das schlimmste Stück Fernsehen. Also, ich fange einfach jetzt mal an. Also, es fängt damit an, dass Daniel an einem Konzert ist. So. Dann treffen sich da aus weiter. Plötzlich schaltet es so in Fernsehen rein, wo jemand wohnt. Und dann sind da so 3. Ich habe noch nie begriffen, was genau der andere mit dem roten Mantel genau soll sein. Es ist einfach ein Typ, sieht aus wie so ein Beschwörer, ist aber eigentlich nichts. Das ist einfach ein Nichts, eigentlich. Und dann sagt er so, ja, dann müssen wir Kübelböck, ja, schwierig, ja. Ich habe die ganze Zeit so Sachen gedacht wie das da. Mann, ich drück doch hinterher! Mami, als drücken kann ich nicht! Oder das da. Herrgott nochmal, du! Ja. So etwas hier habe ich mir auch schon überlegt. Ablecken, aufziehen, nu, so. Ja, aber es hat alles nichts genutzt, den Film müssen schauen. Für 2 Pfund 19. Also ja, schon für 2 Pfund 19 habe ich schon dümmer ausgegeben. Nicht. Voilà. Ja, es ist einfach so gut. Also es fällt an, beschließen die, den umzubringen, dann diskutieren sie, ob sie mit Pistolen oder was auch immer. Oder anders im roten Gewand sagt einfach Bang, Bang, einfach Bang, Bang, sagt er irgendwie so. Wirklich
gut, also wie bei John Wick, der Gegner auch. Und was ist? Freddy, der Sound ist outdated. Ah, der? Okay, sorry. Ja, weißt du, der Jay nimmt da laufend neue Sounds auf. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Es ist, stellt sie dann nicht zur Verfügung. Nein, macht er. Ja, dann geht es halt darum. Der Daniel merkt das irgendwie und dann kommt da sein komischer Grossvater, glaube ich, ist es. Oder was ist es? Ich glaube, der Grossvater, der Johnny. Dem sagen sie Johnny. Er ist übrigens der beste Schauspieler von allen, von denen. Im Fall, wirklich. Ich habe mit denen schon mehr gesehen. Aber dass der dort, ja. Ich keine Ahnung, wie die Schauspieler heissen. Und dann ist alles Familie, es ist so ein Familienprojekt offensichtlich. Und der Produzent heisst Schwarma Films oder so, keine Ahnung. Einfach Katastrophe. Ja, und dann schreiben sie, hocken sie da am Tisch. Der Daniel liest irgendwelche Briefe vor von Fans, der so eine richtig geile Rückblende, wie weißt, der Daniel liest den Brief und währenddem siehst du dann, wie die Frau den Brief schreibt und dann vorliest, oder Klassiker, oder? Hure gut gemacht. Szenenwechsel sind so, warte, ich versuche das darzustellen, so einfach. Also, zum Teil ist der Text noch nicht mal fertig und dann ist schon geschnitten, also, ja. Und dann sagt er mir, der Almighty Thor sei ein schlechter Film. Egal. Musical-Einlagen vom Feinsten. Also wird einfach wirklich komplett. Es gibt nicht einmal. Es gibt. Wenigstens das hat man können extra so. Ich weiß nicht, ob sie extra Songs für das geschrieben haben, ich glaube es nicht. Die haben Songs genommen und dann haben sie einfach in voller Länge immer wieder Songs reingebuttert, wo er durch einen Wald läuft. Ja, wirklich. Wo er durch den Wald läuft, im Schnee rumtrölt, mit seinen logischen knappen Pullover, wo halt der Bauchnabel noch rausschaut. Also ich glaube, der hat sicher irgendwie eine Erkältung gehabt oder so. Egal. Aber wirklich unwahrscheinlich. Und dann eben Musical-Einlagen, Szenenaustausch. Einmal bin ich verdammt verklüpft. Wirklich verklüpft. Da ist so ein Konzert und dann sind da die Bösen plötzlich und wollen den umbringen. Und dann geht die Kamera so durch die Leute, das war ein Casting, weiss ich nicht mehr, ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Und dann geht es so durch die Leute und dann wechselt es auf die Bösen und dann der andere durch. Ich bin verdammt verklüpft, aber es ist nicht, weil ich verklüpft bin wegen ihm, sondern weil der Szenenwechsel so grottenschlecht gemacht ist worden, dass du einfach verklüpfst. So ein Jumpscare, der eigentlich nicht beabsichtigt ist, weißt du? Also einfach wirklich, ja. Solche Familienprojekte findet man mal so Dark Web-Seiten. Ja, genau. Was ich auch ganz interessant gefunden habe, ging der erste, irgendwie sind sie durch einen Friedhof gelaufen, keine Ahnung warum. Und dann plötzlich waren sie am anderen Ort und dann ist der andere in seinem Mantel der gestanden, der Böse, oder, wo die anderen zwei aufgestachelt hat, zu töten. Und dann kommt der Johnny. Also das ist sein Beschützer. Das ist ein Zauberer, der ist zu einem Force Ghost, sozusagen. Der Force Ghost vom deutschen Schlager. So. Kommt dort und dann tut er mit dem reden, sagt ihm so, hey, lass mir den Daniel in Ruhe, ich beschütze den schon lange, bla bla bla, und er ist schon mal gestorben und so. Und der Daniel sieht den nur in seinen Träumen und wird zum Zauberer ausgebildet irgendwie. Das verfahrt man aber erst am Schluss, das ist gar nicht klar. Das heisst, der Daniel, der Zauberer, aber warum? Weiss niemand bis zum Schluss. Einfach, ja. Danny Potter. Danny Potter, so, verrecken. Daniel Kübel Potter. Und er Potter-Kübel. Und dann geht es weiter. Und dann sagt er dem, lass mir in Ruhe. Dann gibt es eine andere Szene, wo er in einen Kakerlaken verwandelt. Und dann so wie in einem Kinderfilm. Weißt du, so wie bei Sendung mit der Maus oder ich weiß doch nicht. Sagt er so, ja, nein, ich will doch gar keine Kakerlaken sein. So. Also böse ist der vielleicht, aber nicht in diesem Film. Herrgott, Dini. Nicht in diesem Film, also. Und dann, dann läuft er weg, der Johnny, und hat aber eine Kappe an. Und legt auf die Kappe rauf seinen Zylinder an. Seinen Zaubererzylinder. Ich verrecke. Ja, genau. So abartige Filmfehler. Und dann irgendwie... Ja, Bier, nur Bier. Dann haben sie ihn, irgendwann haben sie es fertiggebracht, dass der haben sie eben nicht fertiggebracht, ihn zu töten. Und dann kommen sie zurück und dann war so die Aussage so, hat er euch bekehrt?
Also wegen eines an einem Konzert hat er das Gefühl gehabt, die zwei, die ihm helfen, ihn umzubringen, sind bekehrt worden. Und dann ist es da so Englisch-Deutsch geworden, also in einem Casting gewesen. Dann ist es da, dass er in Hollywood kann sein kann. Und dann hat er «Hey Bulli, salut!» Und dann haben sie da Englisch-Deutsch geredet. Also, also ja, oder also Englisch, du hast genau gewusst, dass die Deutsche, die reden einfach Englisch. Das ist furchtbar. Ja, Zaubereffekt hat es genau einen gegeben, und der andere Kakerlake hat verwandelt. Der Bildschirm ist grell geworden, dann war der Kakerlake und ja. Aber, muss man im Film zu gut halten, ich glaube, Kakerlake ist tatsächlich echt aufgenommen. Die hat man einfach irgendwo gefunden, stundenlang sicher gesucht, ob es irgendwo Kakerlake hat, und dann hat man die gefilmt. Oder vielleicht hat man einen aus dem Zoo rausgeholt, ich weiß nicht. Hat aber sicher besser ausgesehen als die Höllenhunde, die ich gesehen habe. Ja, weil es echt war. Ja, die Pistole war okay. Dann waren sie wieder in einem Konzert, im letzten Konzert, und dann sind sie tatsächlich bekehrt worden. Ja, das musst du unbedingt nehmen. Und dann 2 Pfund 19 auf Vimeo. Und dann 7 Steine zum Kaufen. So. Ich habe nicht gekauft, nur ausgelernt. Ich kann nicht so 5-mal schauen. Also, wir machen dann nichts mehr anderes, ich kann nur noch den Film schauen. Das Trampolin Paradies hat am Nachmittag meiner Frau gesagt, vergiss es, ich muss das nochmal sehen. mit allem. Und dann bin ich, ja, und dann irgendwann sind sie da im Konzertsaal und dann fuhren sie da mit der Pistole um. Und jeder sieht es. Es ist nicht so, dass sie nicht einmal, oder in den anderen Filmen ist es aber komisch, dass sie versuchen sich zu verstecken, obwohl da glaube ich auch nicht, dass einer mit einem Scharfschützengewehr einfach irgendwo unter die Leute kann und eine Pistole ziehen und dass nicht Panik ausbricht. Die fuhren da mit der Pistole um, keine Sau merkt es, ja. Ja, und alle, die den Kübelböck gehasst haben vorher, lieben ihn. Das ist eigentlich so die Quintessenz von dem. Ausser der andere natürlich. Einmal gibt es eine Szene, wo der Kübelböck bei einem Fan in so einem Café ist, oder wo der Grossvater von dieser betreibt. Und die lässt die ganze Zeit Kübelböck in diesem Café und der Grossvater dreht am Rad und schießt zusammen und so. Und dann, das ist wieder so eine typische. Also weißt du, es gibt Hobbyfilmer, die das begriffen haben, verstehst du? Also, weißt du, es ist ja nicht einmal, wenn das schlecht, es ist independent, das ist klar. Es ist absolut independent, aber bitte, wenn man das macht, ob jetzt Thor halt auch ein Independent-Film ist und der Effekt ist schlecht und so, aber es ist wenigstens gefilmt, einigermaßen. Das ist nicht gefilmt, das ist einfach. Weißt du, gibt es jemanden, der biket? Wisst ihr, wie das hat ausgesehen, wenn man mit der ersten GoPro eine Downhill-Strecke gemacht hat? Mit der ersten GoPro ohne Stabilisation und nichts. Genau so ist das gefilmt worden. Genau so. Also, ja. Und dann ist das in diesem Café und dann sagt er ihr so, komm doch ein bisschen näher. Und dann geht die Kamera, filmt sie und zoomt an sie her. Und dann gibt es die nächste Einstellung und sie sind keinen Meter voneinander. Niemand einen Meter aufeinander zu. Niemand. Ist immer noch gleich weit weg. Also, so viel zum also auf Schmarz, die Film schaue ich gerne wahrscheinlich, weil der wird 1000-mal besser. Also. Ja, und dann irgendwann plötzlich kriegt das ganze Kartenhaus von diesem Bösewicht zusammen und der Johnny erscheint dem anderen nochmal, sagt ihm, du musst doch keine Angst haben. Und der Kübelböck sagt, ja, wie will wir alle umbringen, bla bla. Die Frage beantwortet jeder für sich selber. Ja, also. Und dann, was ich noch lustig finde, ist, was ich aber allerdings noch interessant finde, ist, wo der andere Kakerlake ist, sagt er, es gibt einen lustigen Verweis auf holt mich hier raus. Ich bin ein Star. Und zwar sagt der andere Kakerlake, versucht, nein, du mich wieder zurückverwandeln. Und dann sagt der Johnny, wie heisst es richtig? Und dann sagt er, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und das habe ich wirklich lustig gefunden. In diesem Schrottfilm sogar noch so ein Easter Egg versteckst, wo ja, du weißt, der Kühlböck ist dabei gewesen. Das habe ich noch. Nein, das ist nicht ein Trash-Film, wie man einen Trash-Film kennt, so wie Sharknado. Es ist einfach. Es ist einfach Müll. Es ist nicht mal Trash. Es ist unter Trash. Es ist kein Film. Es ist einfach ein Machwerk aufgenommen, das noch im Kino ist gelaufen. Alter, und die Fans die haben ja gefeiert, logisch, weil der Kübelböck, ja, aber die sind ja durchschnittlich -3-jährig. Also ich meine... Geistig. Ja, vor allem geistig. Eben, man hat alle filmtechnischen Regeln ignoriert, die es gibt.
Und jetzt muss ich aber noch etwas sagen, also, der Film hört dann auf, dass der Kübelböck der Zauberer wird. Das sieht man nie wirklich, vielleicht haben sie es übersprungen, weiß es nicht. Und der Johnny, es gibt dann sein Amt ab und dann ist der Kübelböck der Zauberer und irgendwie so und dann ist alles wieder gut. Was mich jetzt ein bisschen bedrückt an diesem Film, ist ja, also ist die Tragik von dieser Person. Also, übrigens, das Beste am Film, wirklich absolut das Beste, ist, dass Bayerisch geredet wird, zum Teil. Und das ist richtig lustig. Also wirklich im Bayerisch, wie haben wir es gemacht, oder? Das ist wirklich, das finde ich richtig cool. Das ist lustig. Irgendetwas habe ich in diesem Film abgewinnen und es war Bayerisch. Okay. Aber, und das ist eigentlich mein Fazit. Der Film ist grottenschlecht, aber er bestätigt das Leben, das tragische Schicksal von diesem Typ, von Daniel Kübelböck. Und das ist richtig tragisch. Das hat man komplett, also dem Typ hat man das Leben versaut. Im Prinzip. Er hat es ein bisschen selber auch gemacht, das ist klar, aber wenn man seine Geschichte kennt, dann hat er echt Probleme gehabt. Und ja, man weiss, er ist verschollen, also wahrscheinlich lebt er nicht mehr. Weil man muss mal Bilder anschauen, vorher und nachher. Ja. Wie Kübelböck im letzten Moment von seinem Verschollen ausgesehen hat. Weil er recht brav, also weißt, recht anständig und normal. Nicht so, aber nicht die gemachte Figur, wie er war vorher, oder? Ja, da weiss man auch nicht, wie viel ist da wirklich er und wie viel haben dann die Produktionsstudios angelegt, so musst du aussehen, so musst du dich anziehen. Ja. Das weiss man. Es gibt auch krasse Dokus auf YouTube. Ja, er sagt ja, er hat ja mal gelesen, dass er so ein bisschen die weibliche Dinge hat angenommen von der Familienseite her, weil sie sich gerne ein Kind gewünscht hätten, wo ja, seine Mutter hat gesoffen und es ist einfach der Klassiker, oder? Das ist der Klassiker von einer tragischen, berühmten Persönlichkeit, die mit der Vergangenheit nicht Schlag kommt, mit der Zukunft nicht Schlag kommt. Und es ist ja so, es gibt Leute, die haben das gehasst und das hat er gewusst. Es ist nichts, wo irgendwie... Ja. Also, du ganz am Schluss... so lange analytisch über einen Film wie der. ja, aber das war meine Aufgabe. Hey, ich nehme das ernst. Hallo? Gut, Schwarz bewundert mich. Das finde ich nett. Danke. Stark. Ja, nein, das vom Schiff kommt ist tragisch, weil es ist wirklich... Man kann jetzt da Witze darüber machen und alles, aber es ist halt einfach... Es wäre nicht nötig gewesen, oder? Es ist typisch für die Castingshows. Und das ist das beste Beispiel, wie es nicht darf sein, wenn man berühmt wird. Voilà. Das ist mein Fazit dazu. Amen. Ja, da gebe ich dir in allen Punkten recht. Wie ist es denn nach dem Film gegangen? Ja, gut geschlafen. Ist gut geschlafen? Ja. Therapeut gefunden? Mhm. Etwa 100 Päckchen Xanax und nein. Nein, ja, es ist wirklich es ist eine Katastrophe von einem Film. Ich glaube, so einen Film findest du nie mehr. Es ist wirklich der schlechteste Film aller Zeiten. Danke, ich habe lange gesucht. Glaube ich nicht, aber ist okay. Ja. Ich bin schon der Nächste am Suchen. Der nächste wird auch du kennst ja die nächsten Film, oder? Nein. Mal, du weißt gar nicht, der Facebook-Post, weißt du noch? Oh. Ja, es war einfach naheliegend gewesen. Aber er hat 4 Sterne einmal in diesem Ausschnitt. Vielleicht ist der gar nicht so schlecht. Ja, mal schauen. Ich muss dir noch einen suchen. Ich finde schon noch einen für dich, keine Angst. Hast du im Griff, wo wir sind? Was ist der nächste Punkt von der Tagesordnung? Also das wäre es mit Movie Fails the Mission. So viel zu diesem Thema. Für die erste? Für die erste. Und jetzt, habt ihr das jetzt lustig gefunden? Ich glaube, es ist noch ein cooles Format. Wir haben uns doch etwas überlegt dabei, natürlich. Ich feiere es. Ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut. Velocipastor, genau. Genau so. Velocipastor, genau. Ja, genau. Den muss ich ja schauen als nächstes, richtig? Ja, den musst du schauen. Ich habe die Idee, was wir machen könnten. Also ich muss das auch noch schauen, weil ich mitreden kann, weil ich halt, es nicht mehr wundern. Das ist das Lustige. Eigentlich müssten wir ja beide alles schauen, weil sonst macht es keinen Sinn. Also das ist das andere. Aber, Stimmt, eigentlich müssen wir sie beide schauen. Ja, aber nur einen tut dann raten. Also, genau. Also das ist dein Film. Velociraptor, irgendetwas. Du weißt, was ich meine. Gut, ich finde, das ist ein cooles Format. Das machen wir natürlich noch mehr und genau so machen wir es weiter. Aha. Nächstes Mal könnten wir uns eigentlich filmen, während wir schauen, so 2-3 gute Momente rausschneiden, weil ich kann nicht den Film schauen. Ich
wirf Sachen umeinander. Ja, wieso nicht? Das tun wir noch schauen. Ja, das könnten wir eigentlich noch. Wir mal schauen, dann zusammenschneiden und dann wir schauen mal, ob das etwas wird. Okay. Ja, nächster Programmpunkt. Ich habe die Liste verloren. Nein, ist gut, ich habe es im Griff. Nächster Programmpunkt ist der Talk über The Witcher, Serie und so weiter und so fort. Aber Hauptthema ist Witcher, Mandalorian und Star Wars. Der letzte, Teil 9, Rise of Skywalker. Und deswegen Spoiler Alert, aber ich mache noch schnell mal das Intro und schalte dann wieder auf uns zurück. Dass man weiss, dass jetzt etwas Neues kommt. Das ist doch noch cool, oder? Voilà, das Intro ist super, es ist angeblich für die Übergänge, es ist, finde ich, sehr schön. Also Talk, Thema, entsprechend, ja, Bully McTravis, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Das könnten wir noch aufnehmen. Wir schauen es mal, wie wir das machen wollen. Selbstverständlich tun wir immer den Stream hier verbessern und Sachen werden wir ändern, die uns nicht so gefallen haben, aber bis jetzt finde ich es cool. Das ist einfach wirklich die Pilotfolge von dem Ganzen. Also, und das Ganze übrigens versuche ich möglichst innerhalb von einem Monat hier wieder zu schneiden und auf YouTube zu stellen, dass man das auch wieder hat, dass man es schauen kann, weil es einfach noch gut ist, finde ich. Dass man die es jetzt nicht gesehen haben, entsprechend können, nachschauen können. Wahrscheinlich in 3 Teilen, entsprechenderweise. Mal schauen, wie ich das mache. Aber wahrscheinlich wird es in 3 Teilen sein, entsprechend der Themenwahl und der aktuellen. Sag mir schnell. Ja, egal. Gut. Oh, merci vielmals. Danke, Bulli, für den Host. Merci vielmals. Gut. Eben, genau. Entsprechend haben wir Thema. Mit was willst du anfangen? Mit Hauptsächlich damit, dass Sound abschaltet bei mir. Mhm. Moment, so, okay, da bin ich wieder. Gut. Force Ghost, Andy. Ich würde sagen, wir schauen den Film lassen wir als letztes, weil da haben wir am längsten wahrscheinlich. Ich würde sagen, wir fangen mit The Witcher an. Dann haben wir das hinter uns. Ja. Also, The Witcher machen wir so. Also, jetzt Spoiler Alert, wo der Witcher noch nicht gesehen hat. Das glaube ich nicht, dass der hier ist. Einfach Spoiler Alert, jetzt ist fertig, lustig. Gut, ich tue schnell heute den Trailer laufen. Ist das gut, hä? Mhm. I've heard tales of your kind, Witcher. You're a mutant, created by magic, roaming the continent. We don't want your kind here. Hunting monsters for a price. I thought you'd have fangs or horns or something. I had them filed down. People call you a monster too. Why not kill them? Because then I am what they say I am. All of our choices draw our destinies closer. If he is out there, there is still hope. I have to find Geralt of Rivia. Don't judge me. They say witches can't feel human emotion. What do you believe in? Evil is evil. Lesser. Greater. Middling. It's all the same. Princess Cirilla is your destiny. I can't protect her. If you dismiss it, Geralt! You will unleash true calamity upon us all. I'll take that chance. Es ist wieder mit seinem Mic am Umdrücken, verrecken.
Official Hellfire Gaming. Salut! Zusammen. Salut! Also, ja, warte schnell. Ja, selbstverständlich da noch. Ciao, schön, hast du eingeschaltet. Merci vielmals. So. Merci, Lieber schön, Chat, bist du dabei. haut mal rein, was ist eure Meinung zu The Witcher? Mit dem... Noch schnell, darf ich noch schnell die unterbrechen? Wir tun Just Gary, salut! Übrigens, eure T-Shirt kommen gleich, ich bin noch nicht dazu gekommen, sie zu verpacken, wenn wir ein entsprechendes Ding für sie kommen. Nochmal schnell, wir versuchen, so spoiler-free wie möglich das zu machen. Das ist, glaube ich, auch nicht schwierig. Das können wir, glaube ich, schon. Also es ist nicht so, dass wir jetzt da Angst haben, dass irgendetwas verraten wird, das extrem wäre. Weil wir analysieren nur, wie es gemacht ist und nicht, was passiert. Weil das ist, ich kann sagen, die Story ist gut oder nicht, aber... Oder? Ja, ich garantiere für nichts, weil ich habe keine Ahnung, was man da als Spoiler interpretieren oder was nicht. Captain Hook, ich habe Titten gesehen, ja. Ja, klar, ja. Ja, ey, Game of Thrones wird einfach vergessen. Merci, Schmarz. Oh, danke für die Abonnement. Danke vielmals. Merci für im Stübli sein. Danke. Ja, Chat meint was zu dem? Chat ist noch am Schreiben. Ja, Bubis gehört. Nein, der Chat diskutiert über Bubis. Das ist klar. Geekstüblis, Auffangbecken für alle. Oh, wow. Ja, Andi, was meinst du zu The Witcher-Serie? Also, in der ersten Folge haben sie schon mal ganz krass vorgelegt und ganz die Stufe krass. Ich habe zuerst gedacht, das wird so ein bisschen das nächste Game of Thrones. Leitet aber jetzt für die erste Staffel finanziell wahrscheinlich auch begründet schon mal ganz anders vor, als die Kämpfe sind. Ja. Sehr, sehr krass choreografiert. Gerade der erste Kampf da, wo er in dieser Gasse von mehreren Angreifern attackiert wird. Unglaublich geil gemacht, unglaublich krass, auch brutal. Ist aber typisch, weil Netflix muss sich nicht an FSK-Vorgaben halten. Ja. Übrigens. Das ist noch Henry Cavill, also habe ich nicht gewusst, aber das finde ich gut. Henry Cavill bin ich zuerst ein bisschen gewesen, so. Ich habe ihn zu sehr nach Superman gesehen und habe nicht gewusst, ja, wie wird's. Aber muss wirklich sagen, er gibt einen sehr geilen Witcher ab. Spannend ja, im Witcher 3 hat der Witcher ja einen Bart. In den Büchern ist er aber, er hasst Bart, er nervt sich auch, wenn er nicht sauber rasiert ist. Das ist ihm wichtig. Das heisst, sie haben sich dort mehr an Buchvorlagen gehalten. Ich habe generell auch das Gefühl, ich habe die Serie geschaut und was ich ein bisschen Mühe habe damit, sind die krassen Zeitsprünge mir hin und her, dass es zum Teil 10 Jahre oder was auch immer vergehen zwischendrin. Und geil finde ich das, Spoiler jetzt nicht, aber geil finde ich, wo er, ich glaube, in der letzten Folge ist und was in der ersten Folge so abgeht, also wie sich das Ganze so am Schluss doch noch zusammenfügt. Das habe ich eben gehofft, weil sonst wäre es... Genau, richtig. Das muss man wirklich durchschauen, um was zu sehen. Ich finde es sehr, sehr cool, aber ich finde es fast schon zum Teil ein bisschen unnötig. Es braucht es nicht so. Ja, also vor allem nicht so krass. Also es ist wirklich, du bist einfach von einem auf den nächsten Schnitt bist plötzlich in einem anderen Zeitfenster und das ist wirklich mühsam. Ohne dass dir erklärt wird, wieso. Also, pro Szene ist mir wirklich krass gegangen. Jedes Mal so ein paar Minuten gebraucht, bis ich gechannelt habe, aha, ja, jetzt sind wir ja gar nicht mit dem Das war ein bisschen mühsam gewesen. Das hätte man können lösen, wenn man gesagt hat, hey, ihr seid jetzt in diesem Zeitalter, 10 Jahre zuvor oder vorher oder nachher. Das hilft im Prinzip extrem oft. Es ist nur einfach, ist ja kein Aufwand, oder? Also, wenigstens das, aber das war schon ein bisschen artig gewesen. Was ich muss sagen, ist, dass ich dafür finde, dass die einzelnen Folgen sich anfühlen wie Kurzgeschichten. Und ich glaube fast, dass sich die Serie auch an den Kurzgeschichten von The Witcher orientiert. Und ich glaube, das merkt man. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es sind wirklich eigentlich wie einzelne Kurzgeschichten. Sie gesetzt da, wo er gegen die Striga kämpft. Oder auch sonst. Ich habe das Gefühl, es sind so einzelne in sich geschlossene Story-Arcs. So fühlt es sich einmal an. Auch wie sie die Serie reinbringen. Also alles so kurze Cuts, habe ich das Gefühl. Ich finde, der Cavill bringt
der Geralt richtig krass. Auch die Stimme. Die Stimme macht er richtig geil. Es ist wirklich wie fast 1:1 Game. Man weiß übrigens auch, dass der Henry ein mega Gamer ist, by the way. Ein Nerd, also ein Geek, nicht ein Nerd. Nicht. Er ist ein richtiger Gamer und das finde ich geil. Er hat, glaube auch für Superman ist, glaube ich, hat er das erste Telefon davon, dass er die Rolle bekommt, verpasst hat. Mal hat er mir im Interview erzählt, weil er gerade in einem WoW-Raid war. Ja. Ey, wie geil, wie sympathisch kannst du einfach sein. Das ist einfach alles richtig gemacht als Mensch. Ja. Ja, die Timeline, habe ich schon gesagt, die hat mich recht gestresst. Das hättest du können lösen irgendwie. Das hättest du können irgendwie deutlicher machen. Sei es jetzt mit keine Ahnung, Datum, dass man das Datum einblendet kurz oder so. Da finde ich, das fehlt mir ein bisschen. Dialekte sind geil. Ich mag Dialekt, was sie redet. Auch wenn der Henry halt in einem ganz anderen Dialekt schnurrt als die anderen. Das ist so, aber das ist so ein Mischmasch-Dialekt. Das ist nicht irgendein Nein, es ist amerikanisches Englisch. Es ist irgendwie so eine... Er gibt sich schon Mühe, dass ein bisschen... Ja, macht Ich habe das Gefühl, es ist ein Mischmasch aus verschiedensten Englisch. Aber sehr geil, also die Stimme nicht... fuck. Hey, wie im Game. Ja, genau so. Wie im Game. Gleich. So ein ja. Mein kleiner Sidekick, der Crush, den ich momentan habe, ist einfach der Jaskier. Der Rittersporn. Ja, ich weiß nicht. Der Rittersporn, ich weiss, gehört dazu. Aber irgendwie ist ich weiß es noch nicht. Warte mal die zweite Staffel ab. Ich habe in der ersten Staffel mit dem nicht so anfreunden. Er hat irgendwie keine Aufgabe gehabt, irgendwie, also denke ich mir, außer zu erzählen. Aber nein, kann ich nicht ganz so nachvollziehen, dass man da nicht mehr... Ja, es ist einfach wirklich so, es ist nicht für mich ist es nicht ein Sidekick, sondern ein Hündchen, das nachläuft. Und das war zu lang und zu oft gewesen. Er ist einfach ein Bart, was soll etwas... Ja. Es ist gar nicht so, wenn er nachher singt und der Witcher findet so, hey, das ist so gar nicht passiert. Ja, es ist schon cool gemacht, aber es ist einfach, da darf noch mehr passieren mit Rittersport. Das ist, ich glaube, für mich persönlich. Ich habe ein bisschen lasch gefunden noch, aber ist easy, also nicht schlimm, also überhaupt nicht. Ja, nein, schlimm. Ich habe dich wirklich cool gefunden. Es ist halt teilweise CGI... Hört man den nicht so gut, glaube ich. Hallo? Jetzt ist es wieder besser. Ja. Teilweise CGI schwach, finde ich, in der Serie. Findest du? Ja. Ja, teilweise nicht gut, aber dafür eben der Henry Cavill unglaublich krass als The Witcher. Ja, finde ich, es geht. Also, es ist jetzt nicht etwas, was ich muss sagen, es ist unwahrscheinlich schlimm, denke ich mir. Also der CGI haben wir ja schon Schlechteres gesehen. Aber ja, du merkst einfach, es ist. Du merkst einfach, also jetzt im Direktvergleich mit Game of Thrones. Früher hast du ja so wie Sabrina und so, das ganze Zeug Buffy und so, hast du gesehen, das ist eine Serie, das ist ein Film. Oder weißt du nicht mehr? Das ist das Budget einfach. Und bei Game of Thrones siehst du das nicht. Game of Thrones ist wirklich massiv krasses CGI und wirklich gut. Und bei Witcher ist es nicht ganz so gut, aber es ist jetzt nicht... Es gibt schlimmere Filme, aktuelle, die schlimmeres CGI haben. Wir haben jetzt nicht Kinoproduktionen. Almighty Thor zum Beispiel. Ich glaube, ist das eine Kinoproduktion gewesen? Ich hoffe es nicht, dass der Film... Egal, nein, aber ich meine aktuellere. Also, ja, gut. Es kommt immer darauf an, welches Studio es macht. Das merkst du ja. Lucasfilm macht ja sehr viel. Also, jetzt im Vergleich zu Mandalorian ist die CGI tatsächlich schlechter. Also, weißt du nicht, aber bei Mandalorian kommen wir nicht dazu, Mandalorian ist es auch nochmal anders gemacht worden. Und zwar haben sie dort mit VR geschafft. Also sie haben die Umgebung nicht reingepasst mit CGI, sondern das meiste direkt mit Projektoren. Wie hast du die anderen Charaktere gefunden? Die noch so vorgekommen sind? So zum Beispiel Siri. Siri ist halt schwierig, weil sie extrem unter dem Zeitgrammel gelitten hat mir gedacht. Ja.
weißt du, weil das ist die Grossmutter, dann ist sie Fan vom Witcher, dann ist sie es wieder nicht. Und das war viel zu krass gewesen, für das man sich hätte können wirklich gut auf die Serie konzentrieren können. Die hat mehr verdient als das. Also weißt du, was ich meine? Es ist ein guter Charakter. Gefällt mir auch. Hey, Travis, merci für zuzuschauen. Tschüss, bis ein anderes Mal. Ciao, merci vielmals. Und das ist halt einfach ein bisschen schade. Aber es ist nicht schlimm. Oder? Man weiss, sie flüchtet und sie flüchtet und sie flüchtet nochmal. Aber ja, am Schluss passt es nicht. Oder? Am Schluss der letzten Folge ist alles okay. Aber es ist halt... Ich finde, sie leidet unter diesen Zeitsprüngen extrem. Sie ist der Charakter, der am meisten darunter leidet. Weil du dann ist sie nicht dabei, dann ist sie gleich dabei und das ist irgendwann verwirrt einfach wie ein Mohren, während dem Schauen. Ja, voll. Erstens das und zweitens habe ich das Gefühl, es fehlt wie die Epicness. Ja. Es ist nicht so episch, noch nicht so episch wie hey, merci vielmals, Bulli. Danke vielmals. Danke vielmals, merci Bulli. Freut mich, danke. Ich finde, man hat es besser so gemacht, wie es andere Serien auch machen, und zwar eine komplette Folge in der Vergangenheit, zum Beispiel. Weißt du, so eingeschoben. Das wäre viel besser gekommen, weil dann hätte man sich auf das konzentrieren können. So ging so ein bisschen hektisch gewesen. Oder? Das ist wirklich... Ich glaube, das wäre besser gekommen. Aber es ist noch nicht tragisch, überhaupt nicht. Es ist einfach gerade ein bisschen mühsam am Anfang, wenn bis man reinkommt und aha, ja, jetzt ist es wieder das, jetzt ist es wieder das. Man muss sich darauf einlassen. Ja, aber das ist auch okay. Wie gesagt, mir fehlt noch die Epicness, wo jetzt Game of Thrones zum Beispiel hat. Aber ich glaube, da geht noch mehr. Und ich bin gespannt auf die zweite Staffel, die ja schon wie heisst es? Was schon bestätigt ist. Ja, und ich glaube, in Produktion noch nicht, glaube ich. Aber ich weiß nicht, das kann sein. Wie findest du Jennifer? Das ist einfach das Problem, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich bin der gleichen Meinung wie andere und finde die Besetzung ein bisschen, aber nur ganz wenig daneben gegriffen, weil sie hat eigentlich rote Haare. Oder? Ist sie? Ja, Jennifer hat rote Haare und ist weiss. Und sie ist jetzt hier eine andere, ich weiß nicht, von wo die Schauspielerin kommt oder was sie für eine Ethnie hat. Aber es ist nicht europäisch. Und ich weiss, das ist immer schwierig, weil dann kann man nicht stimmen, ja, es ist nicht, was ist welche? Eben, sag welche. Ah, Triss, ja, sorry. Nein, Jennifer, ich weiß gar nicht welche. Die für weniger als eine Säule verkauft worden ist. Ja, aber doch, ja, schon die Jennifer. Ah, Triss hat rote Haare, ja, stimmt. Die Jennifer... Ich muss schnell die ordnen, weil ich habe jetzt Game und Film und das ist ein bisschen mühsam. Warte noch. Kriegst du bestellt für total gute Vorbereitung? Ja, hallo? Hallo, ich habe eine Rezension zu Daniel der Zauber gemacht. Als ob du über alles so gut Bescheid wüsstest, Römer. Überhaupt nicht. Ja, ist klar, natürlich. Ich meine, ich habe noch nie sonst andere Serien geschaut. Wegen dem, ja, eben Jennifer. Ja, eben, das sage ich doch. Ich habe gemeint, das sei die mit der roten Haaren, aber es ist Triss mit der roten Haaren. Entschuldigung, schau, genau so geht's. Das ist unwahrscheinlich. Also, die nicht rote Haare hat, auch sonst nicht. Von der reden wir, oder? Ja, von der hässlichen Bockeri. Gut, Chupa Chups. Okay. Chupa Chups, genau. Wie findest du Chupa Chups? Von schauspielerischer Leistung her, okay. Ich weiß es nicht. Ich komme darauf nicht so viel. Es ist gut gemacht. Ich finde es geil, wie sie am Anfang so ein armes verschüpftes aber das hätte man noch... Irgendwie hat mir da etwas gefehlt, aber ich kann dir nicht sagen, was genau. Es ist so ein bisschen... Es ist halt sehr schnell gegangen alles. Ja, es muss aber auch. Weil das Ding und plötzlich aber es kommt auch wieder... durch Intrigen, spannende... Ich fühle mich dort wieder hin und her gerissen. Wegen den Zeitsprüngen. Das geht auch nicht auf. Oder? Es ist einfach... Die Zeitsprünge machen dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Der Flow fehlt nicht. Ja, das stimmt. Wirklich, was passiert mit jedem Charakter, ausser den Witcher selber. Der Witcher selber betrifft das nicht, interessanterweise. Aber die Side-Charaktere extrem. Also es ist wirklich das...
Weil der Witcher sieht gleich aus, ja. Sobald es um einen Witcher ist gegangen, in diesen Zeitsprüngen, habe ich dann gecheckt, aha, okay, das kann nicht der gewesen sein. Aber bei den anderen Charakteren ist es schwierig einfach. Und darum... Stimmt, genau, stimmt. Sie hat ja, die Bücher eben nicht gelesen. Das wäre mal nachzuholen. Wenn also, auch immer, aber... Es fühlt sich nicht so an, als würde... Der Witcher ist mehr so für mich der durch die Serie durchführt, aber wo eigentlich nicht der Hauptarc von der Story ist. Er ist halt dort und hat macht halt seinen Job als Hexer so. Aber es fühlt sich nicht an, als wäre er der sich alles darum dreht. Für mich ist es mehr... Ja, sie haben da recht schnell zu dieser Serie gekommen und die ganzen Arcs mit dem Buckelmädchen so. Das Gefühl, die sind mehr so into, ja. Ich weiss, einen Spoiler haben wir gesagt, machen wir noch keine, warten wir noch ein bisschen. Eigentlich führt ja der Rittersporn durch die Serie. Ja, Schmarz, eigentlich schon, ja. Ja, das, ja. Der Hexer ist halt einfach auch dort. Der Witcher ist dort, damit wir eine teure Marke verwenden. Ich sehe da, dass ich Fans unterwegs, die da sich gut auskennen. Genau. Kein Problem. Aber eben, aber das ist jetzt noch ganz schnell als Abschluss. Das finde ich jetzt eben wieder so ein bisschen schade, weil der müsste der Rittersporn ein bisschen mehr bieten. Als nur... Ist schon gut, wenn er durch die Serie führt, aber dann soll er das bitte aktiver machen, weil es ist nicht ganz... Für mich ist nicht immer ganz klar, jetzt ist eben genau das, was du meinst, was du gesagt hast vorhin, für mich ist nicht immer ganz klar, was ist denn jetzt genau... Wer ist denn jetzt genau der Hauptcharakter und um was geht es genau? Es geht um Ciri, es geht aber auch um den Witcher. Mit viel Strängen, die als Hauptcharakter könnten durchgehen oder als Hauptarc, aber es führt dann gleich nicht... Ja, warten wir die zweite Staffel ab. Es war eine sehr gute Staffel. Ich habe sie cool gefunden. Der Film ist gut, alles tipptopp. Also, ich bin zufrieden. Grundsätzlich bin ich zufrieden. Tito, hast du sonst noch Serien geschaut? Ich bin nicht gross dazu gekommen, Serien zu schauen, letzte Zeit leider. Oder Filme? Filme habe ich... Ich habe sogar nichts gewusst, was ich gerade muss sagen, hey, das wäre jetzt noch gewesen. Also, ich schon. Und zwar habe ich geschaut, fangen wir mal mit der Serie an, The End of the Fucking World. Er hat eine zweite Staffel bekommen. Geht in der ersten Staffel darum, dass einer, der sich für einen Psychopath hält, einen Mord begehen und eine, die recht freaky ist, zusammen abhauen und ja, ist so eine Coming-of-Age-artige Story. Es gibt jetzt eine zweite Staffel davon und sehr sehenswert. Es sind so 20-30-minütige Folgen, lassen sich locker wegbingen, so nebenbei am Nachmittag. Sehr, sehr cool. Ich habe geschaut, Us, ein Horrorfilm, irgendwie Psychofilm, der hat mir den Trailer auch gesehen, wo eine Familie in einem Haus ist. Und dann sagt der eine so, da ist jemand auf dem Eingang vom Haus, so gehen sie schauen und dann sehen sie, dass dort eine Familie vorne dran steht in orangen Anzügen. Ah, ich weiß, ja, okay. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ich erzähle, willst du mal kurz einen Trailer abspielen, während ich dann noch erzähle? Schwierig? Technisch schwierig. Okay. Also erzähl mal. Wie heisst? Okay. Us. Nein, es ist einfach nur Us. Oder wir. Us, ja. Schauspielerisch mega krasse Leistung. Schmarz hat noch ganz kurz. Was ich wirklich habe bemängelt an der Serie sind Zeitsprünge, die sind ultra verwirrend. Ja, genau. Sehe ich auch so. Schmarz von End of the Fucking World. Ja, schau die zweite Staffel. Ich habe zuerst gedacht, ja, nein, eigentlich nicht, weil es ist so eine abgeschlossene, schöne, kurze Geschichte, das hat mir auch gelangt. Aber es lohnt sich trotzdem cool wegschauen. Es ist okay zum Schauen. Es ist irgendwie auch nochmal cool, um die Charaktere nochmal zu sehen. Was aus ihr geworden ist. Nach dem Cliffhanger vom ersten Teil, wo der Schuss abgegangen ist. Hoppla, sorry. Easy. Ich will das wirklich durchziehen mit der Qualität. Nicht das ist super. Basteln, weil aus Gründen.
Der Dings hast du parat nachher den Trailer für. Das, was du mir gemeldet hast, habe ich alles parat. Okay, das, gut. Was du mir nicht gemeldet hast, muss ich zuerst noch parat machen. Okay, gut. Blacklist schauen alle. Blacklist habe ich auf meiner To-Do-Liste, habe ich noch nicht gemacht. Und was habe ich noch geschaut? Ich habe «Im hohen Gras» auf Netflix geschaut. Ein Horrorfilm, wo ein junges Pärchen mit dem Auto an einem riesengroßen grünen Feld halt. Dann hören sie ein Kind schreien, sie rennen in das Grasfeld rein und finden nicht mehr raus. Und dort spannt sich dann so die ganze Geschichte drum. Ist ein okayer Film. Recht vorhersehbar, was passiert. Keine besonderen Überraschungen oder Wendungen. Aber easy zum mal so wegschauen. Nicht das Master-Ding, aber es ist okay zum mal gesehen haben. Vikings noch nicht gesehen, nein. Auch das noch auf meiner Liste. Aber ich habe nach Game of Thrones irgendwie ein bisschen weg müssen von dem Szenario, von allem, was so ein bisschen Schwerter und Äxte und Schlösser und Schiff und alles das ist ein bisschen, ja, bin ein bisschen übersättigt gewesen. Aber es ist halt nicht das Setting, wo ich mag das Wikinger-Setting generell. Wir haben es jetzt schon mal davon gehabt. Das ist nicht mein Setting eigentlich. Ich finde es nicht so geil irgendwie. Bin ich wahrscheinlich ein bisschen ein Ausnahmefall, aber ist nicht so mies. Hast du den Trailer gefunden, oder? Ja, ich bin dran. Erzähl noch mehr. Also, okay. Was ich kann empfehlen ist, für all die auf so ein bisschen das Superhelden-Ding stehen und von Marvel ein bisschen die Schnur voll haben. Und vor allem für Leute, die wirklich gerne auch Comics lesen, ist die Serie Titans. Ich finde die Serie wirklich der Hammer. Auch dort CGI in ein oder anderen Moment eher schwach. Aber ganz okay. Aber die Serie selber finde ich sehr geil gemacht. Richtig gut geschriebene Charaktere. Es ist zum Teil ein bisschen cringy, zum Teil hat es so ein bisschen cringy Moment drin. Und es ist halt so ein bisschen. Es spielen 2 Generationen, es spielen ein paar junge Nachkommen, Superhelden. Und nachrückende Superhelden, und es spielen so ein paar ältere schon mit, unter anderem beide Robin, also der Dick Grayson und der der Comics Nachfolger ist. Beide sehr, sehr gut gespielt. Dick Grayson kriegt einen eigenen Arc über, wo nachher in ich weiß nicht, die Comics kennen, es ist kein Spoiler, weil die Serie-Folge heisst auch so Nightwing, heisst eine Folge von der 2. Staffel. Und ja, genau das passiert, genau der taucht auf, genau er wird zu ihm und das ist wirklich sehr, sehr geil gemacht. Batman taucht als Bruce Wayne auf. Das habe ich richtig Schauspieler. gefeiert. Das war richtig geil gewesen. Auch der Schauspieler ist von Game of Thrones. Und ist wirklich, wirklich geil gemacht. Also Bruce Wayne in dieser Serie wirklich sehr, sehr cool. Generell jetzt die 2. Staffel draussen. Ist spannend, das Finale von der ersten Staffel so in die erste reingeht, von der 2. Staffel. Kann ich wirklich empfehlen. Hast du von... Sorry. Ich habe da noch das... Mach nur, ich bin... Ja, vielleicht hat er nachher für die 2. Staffel oder auf der 1. Staffel von Titans einen Trailer am Start. Ich glaube, das habe ich aufgeschrieben gehabt, bin mir ganz sicher. Sehr, 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 sehr empfehlenswert. Und auf meiner To-Do-Liste ist nochmal mit Star Wars die Serie durchgehen. Ich habe zwar Clone Wars und Rebels gesehen, aber ich habe mir wirklich vorgenommen, wieder voll in die Star Wars Star Wars Sphären einzutauchen und habe das jetzt gemacht, indem ich angefangen habe mit Aftermath lesen und allen möglichen Comics. Leute, wenn ihr gerne Comics habt, Star Wars Comics, momentan Gold dabei. Momentan ist wirklich Gold dabei. Raffi. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe grundsätzlich nicht schlecht, aber irgendetwas, was jetzt nicht so, wie ich gerne hätte wollen mit dem Trailer. Das ist das Gleiche. Ist das jetzt der? Jetzt kommen wir noch. Schnell. Komm, sonst fahren wir fort. Fahren wir? Wie Fokusfahrer.
Jetzt habe ich hoffentlich alles umgestellt, so wie ich es nicht wollte. Was ist jetzt der? Nein? Hast du es im Griff bei dir? Nein, jetzt habe ich selber gerade versichert. Ja, ist gleich. Voilà. Ich will mir überlegen, ich glaube, das ist so serienmäßig. Serienmäßig war es bei mir gewesen. Big Bang Theory ist halt immer noch nicht besser geworden, aber fertig wir hatten ja mal eine Reihe voll gehabt. Aber das macht nichts, das spielt keine Rolle. Was sind wir jetzt gewesen? Wir schauen Ass vielleicht und wenn es nicht funktioniert, schneide ich es einfach raus. Nein, also, wir schauen mal, probieren, ob wir das herbekommen. Jetzt ist selber alles verschoben, aber es macht nichts, ich korrigiere es dann gerade nicht. Moment schnell, das Korrigieren ist halt nicht wieder. That's a classic right there. Bist du noch am Probieren? Ich bin noch ein bisschen probieren. Gut, für die noch irgendetwas suchen zu schauen, aktuell, weil auf Netflix geht Sabrina weiter. Chilling Adventures of Sabrina. Erste und zweite Staffel habe ich mega cool gefunden. Irgendwie ist beim Anfang ein bisschen weil sie dort mit komischen Effekten miteinander gebastelt haben. Aber die neuen Folgen sind jetzt draussen. Also für alle, die noch etwas zum Schauen suchen, Sabrina. Hast du es jetzt geschafft? Nein, jetzt habe ich es gerade komplett versichert. Komm, dann lassen wir es sein. Ja, jetzt muss ich es gleich wieder herstellen. Du noch mal weiterreden, wir tun jetzt während dem Stream halt wieder basteln, so wie wir das etwa immer machen, weil dann kann ich hier aus dem Studio-Modus raus und dann sehe ich das Zeug. Das ist sowieso die Probefolge heute. Du schauen, was ich muss da schnell korrigieren. Irgendwie sieht man das da und man sieht das nicht. That's a classic right there. Versteht nicht, was du... Alles gut, das kommt gut, What does I got five on it mean? It's about drugs. It's not about drugs, it's a dope song. Don't do drugs. Get in rhythm. Ah, das ist schon gut. There you go. Zentrieren und zentrieren, sehr gut. Und das da. Dann könnt ihr da nochmal schauen. So, stopp. Nein. Aber that's a classic das ist right there. Wenn man Regie-Trailer erst während des Streams What does I got five on it mean? It's about drugs. It's not about drugs, it's a dope song. Don't do drugs. Also, Get in rhythm. jetzt fehlt nur noch etwas. There you go. Zwar There you go. Musik. Das ist ein verdammter Look gerade. Macht nichts. So. Damen und Herren, ich habe den Ass-Trailer noch reinbasteln. Der Studio-Modus funktioniert leider nicht so gut, wie ich mir das erhofft. Darum, ja, ich das nächste Mal wissen. Macht nichts. Da, Ass-Trailer ist noch... Ich starte ihn noch mal. So. Voilà. Ass-Trailer für euch. That's a classic right there. What does I got five on it mean? It's about drugs. It's not about drugs, it's a dope song. Don't do drugs. Krass. Get in rhythm. There you go. There you go. Can't believe how big they are. Schwarz, ja. Ja, sorry. He's kidding, right? He's not kidding. Hey, I think it's vodka o'clock. Oh, yeah. Who's Jason? Where were you? I didn't know if you were lost. Stick with me. I'll keep you safe. There's a family in our driveway. It's probably the neighbors. But y'all scared of a family? Hi, can I help you? Zora, put your shoes on. If you want to get crazy, we can get crazy.
look exactly like us. They think like us. They know where we are. We need to move and keep moving. They won't stop until they kill us. Or we kill them. Jawohl, das ist auf alle Fälle ein Trailer, den ich mir auch noch mal geben muss. Ein Film, den ich mir auch noch geben muss. Ja. Ich finde es auch noch herausfordernd, wenn du zwei gleiche Personen musst spielen. Hi, Kevin. KPNL, ja, 18 plus, das ist ganz klar, hier ist alles 18 plus. Ja, kickst du sowieso. Moon Pie Cat, hallo. Warte schnell, Hi, ich ho. freue mich da noch schnell. Ciao, schön hast du eingeschaltet. Merci vielmals. Merci, schön bist du dabei. Tipptopp, okay. Ja, aber du hast den gut gefunden, den Film. Ey, ich habe ihn sehr gut gefunden. Er ist nicht ganz so auf dem Level wie der letzte Film von dem Regisseur, wo ich jetzt gerade den Namen spontan vergessen habe davon. Moment, ich muss kurz spicken. Mach nochmal. Ja, Moon Pie Cat, das ist wahrscheinlich, weil wir Schweizerdeutsch sprechen. Je länger du zusiehst, desto besser verstehst du es. So einfach. Nein, es ist so. Schweizerdeutsch ist bei uns an der Tagesordnung. Ja. Wir können Schweizerdeutsch ziemlich gut klar hier. Ja, ziemlich gut, ja. Get Ziemlich out. gut. Der Film heißt Get Out. Die Get Out, hat er geheißen. Die meisten finden das noch lustig, wenn wir dann in Schweizerdeutsch Deutsch sprechen, oder? Ja, gut. Das Schweizerdeutsch ist natürlich eine stehende Form der Kommunikation, wie wir auch immer wieder bei unseren Politikern hören dürfen. Das sind natürlich nicht, ne? Das Büro So. KPNL, dann müssen wir uns mal wieder um das Thema kümmern. Das Büro haben wir entsprechend, das ist eine Vorlage, die ich im Internet gefunden habe, gekauft extra. Und ich habe einfach gesucht für das Programm für ein Büro zusammenzustellen, aber dann habe ich da so ein PNG-File-Zeug gefunden, wo mehrere Sachen drin sind und dann einfach mit Layers geschafft, also der Hintergrund und der Desk und. Das könnte Genau. allein selbstständig nie, ausser mit Hunderten von Stunden Aufwand. Und darum ist es schön, dass es andere Leute gibt, die das zur Verfügung stellen, dass man es dann selber noch ein bisschen für sich brauchen kann. Es hat nicht viel geändert, weil es farblich gut stimmt für mich, für uns. Ja. Richtig. Ja, eben, als sehr cooler Film gewesen. Spannend auch, ich habe es geil gefunden, akustisch, wie sie den Sound I Got Five on It von Lunis Ja. so langsam lassen so kaputt gehen. Sie nehmen ihn so langsam auseinander. Mhm. Bis er wirklich creepy tönt. Richtig geil gemacht. Ich finde, ja, das ist mir der Trailer auch schon eingefallen. Der Trailer ist schon ein paar Mal geschaut. Ich glaube schon mal mit einem Geek am Morgen, nicht Geeks am Morgen, ist nicht mehr das gleiche. Das Format hat sich gewandelt. Das hat jetzt besser am Ende. Entsprechend dann, ja. Gut, dann würde ich sagen, ja. Rutschen wir langsam richtig Hauptthema zu, weil es ist mittlerweile auch schon... Sind wir, ich habe noch Titans Trailer 2, aber wir können Jo, noch Staffel 2 noch schnell. Hau den Trailer noch schnell rein, das geben wir uns. Und dann fehlt uns noch, zwei Sachen. Gut, machen wir doch. Das habe ich nämlich vorbereitet. Weil mir es geschrieben. Ja, so einfach ist es eigentlich. Ja, also, du siehst mit gerne. Ja, ich weiss, aber improvisieren ist mit seriös wirken manchmal nicht ganz so einfach. Nicht easy. Drück du jetzt Play, du Seriöse. Ich bin seriös und habe selbstverständlich Titans Trailer 2, das heißt, lassen wir weg. Voilà. Ja. You burned the suit, you're not Robin anymore, so what now? Being Hawk and Dove was dangerous for both of us.
I stopped, but if you can't, we're done. You're asking me to choose between my destiny and you. Maybe they're the same thing. I'm so tired. End your little experiment or I will burn this place down myself. There's ghosts in this place. Tell them what happened. Look, I don't take orders from you anymore, man. Get out of my way. You're in my way. Would you do it again? Devote all that time and trouble for someone Kann man who sich just wants to richtig leave. wollen, hä? Ja, aber so etwas von. Oh, Mikro. I would do Ah! everything exactly the same. I'm not sure if it's the right thing to do. I don't think you have a choice. You ready for this, Grayson? Yeah. What is the deal with you and Shimmer, anyway? First, her name is Shimmer. That's just annoying. Okay, Crypto. I guess I'm Connor. Yeah, what the hell is this place, anyway? This is a place where people like you can learn how to be the best version of who you are. I hope I haven't broken this place. Hello, Miss Coriander. Who else did they send? Just me. Sorry about that, Your Highness. So weit habe ich es glaube noch gesehen gerade. Staffel 2. Ah, hast du am Anfang schon gesehen? Ja, ja, das ist sich jetzt mal mehr erinnern, jetzt wenn ich es gesehen habe. Oh ja, genau. Oh. He's gonna kill how many more now? Now's the time. Be Batman. Ja, sehr geil. Ich habe am Anfang gedacht, weißt du, das erste Mal die erste Staffel so gedacht, so, ja, gut, okay, Titans, was ist das? Aber dann hast du mich nochmal drauf gebracht und gesagt, sie sind überkrass. Die Kämpfe sind absolut der Wahnsinn. Und Ja. darum habe ich es dann auch angefangen zu schauen. Und jetzt bin ich irgendwo bei der zweiten Staffel, ich weiß nicht genau, wo ich hängen. Aber das nehme ich sicher wieder auf. Genau, dann, jetzt das erste Hauptthema für die letzte halbe Stunde. Jetzt haben wir gleich noch länger gebraucht, gell? In der letzten halben Stunde noch Mandalorian. Mandalorian, richtig. Mandalorian geben uns doch noch ein paar Minuten für das. Nicht zu lang wahrscheinlich auch, weil es wirklich ein Spoiler ist. Es geht nicht davon aus, dass es wirklich jeder gesehen hat. Darum, voilà. Aber, ja, ich würde sagen, auch hier wieder Film ab, zuerst mal. Ne? Wenn ich es dir gerade finde, wenn ich es dir gerade finde. Mando. I have never met a Mandalorian. Ja, I've only read the story. Your name will be legendary. The Mandalorian, original series streaming November 12th on Disney+. Bounty hunting is a complicated profession. Don't you agree? Ah, da kommen noch mehr. Hey, Donnerwetter. Ich glaube, das jagt da gerade jeden Trailer durch, den es gibt. Aber ist okay. Wie viele Trailer haben wir denn jetzt? Nein, ich würde sagen, es ist so ein Dings von nach dem hören wir dann, ja. So ein Trailer-Best-Zusammenschnitt irgendwie von Disney selber. Oder echt nicht, vielleicht habe ich irgendetwas verwutscht, ich weiß es nicht. Trailer Compilation, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Trailer Compilation, 43 Minuten. Nein, das ist fertig. Ja. Look outside. Oh.
Der ist so geil. So, stopp. Oh, genau. Ah, also, gut. Also, Mandalorian, Achtung, Spoiler Alert, wir versuchen es zu verhindern, ist einfach mein absolut Wahnsinn. Nein, ja. Schmarz, in diesen Trailer fehlt überhaupt keine Figur. Das muss genau so sein. Genau so ist es richtig gewesen. Es hat zwar ein bisschen Merchandise verloren durch das, aber ja, es ist genau die richtige Entscheidung gewesen. Oder? Hä? Ja, jetzt stopp. Das Ding, und er soll reden, ist doch easy. Das ist okay gefunden. Wart. Also, warte nochmal. Hey, Force Ghost mit Force Ghost Flaschen. Finde ich super. Also. Gut, Mandalorian. Ich habe die erste Folge habe ich sehr geil gefunden, weil man gerade mal sieht, wie krass das er ist. Das sind aber sehr kurze Folgen. Die zweite Folge, glaube ich, habe ich ein bisschen komisch gefunden, weil er dort einfach nur auf die Fresse bekommen hat. Aber generell finde ich, es hat sehr viel Vibe drin. Es hat sehr viele Anspielungen an den Rest vom Star Wars Universum. Es hat sogar, ich weiß nicht, es hat sogar Anspielungen ans Christmas Holiday Special. Was? Dritte Folge? Nein, ich weiß nicht, ich glaube dritte oder vierte Folge. Irgendwo hat es eine Anspielung auf das Holiday Special. Ja, das kann sein, ja. Das ist gar nicht ganz, aber ja, das ist möglich. Mal das eine Viech ist das, was im Holiday Special der Boba Fett drauf reitet. Und ja. Also generell, ich finde, für Leute, die sich nicht spoilern haben, wäre es super. Gut. Ich finde, es ist eine gute Serie. Ich finde, es geht noch mehr. Ich hoffe, dass sie ein bisschen, noch ein bisschen eine Verbindung zum Rest des Universums schaffen. In Sachen vielleicht Film. Ich finde, dort, was sie angesetzt ist, das zeigen sie gut, wie dass sie auch zeigen, dass die imperialen Credits keinen Wert haben quasi. Mhm. Ich finde auch gut, dass alles so ein bisschen abgefuckt ist wieder. Das hat mir besser gefallen als Star Wars Style 1-3, wo alles noch so kleine Schereien und neu war. Ich finde auch die Catchphrases, das ist einfach so, man merkt, das ist alles drauf getrimmt, dass man kann Merchandise daraus machen kann. Sei das jetzt Baby Yoda, sei das jetzt Sprüche wie das ist der Weg, this is the way oder I have spoken. Das ist alles ein bisschen darauf getrimmt, sodass man einfach T-Shirts damit bedrucken kann. Ich finde es aber sehr, sehr cool. Und der Roboter, der gesprochen wird von wem wird der Roboter gesprochen? Nicht von Taika Waititi, ja, vom wie heißt es schon wieder? IG-11. Bio, irgendetwas, nicht? Nein, der Attentator. Ja, aber das ist doch ein Bio, nicht? Heißt nicht IG-11? Das kann sein, ich muss kurz schauen. Der Bio ist doch aus Episode 9. No, thank you. Der Taika Waititi oder der Marius Claren, ja, IG-11 heisst er, ja, stimmt. Thomas, der Marius Claren spricht. Dann ist der Taika Waititi, oder? Taika Waititi, ja, auf Englisch, ja. Spricht er. Ja, ich kann die Serie bis jetzt, finde ich sie sehr, sehr gut. Schade, dass man nicht noch ein bisschen mehr in die Welt hineingeht. Aber ich finde es auch cool, dass man sieht, dass das Imperium so nicht mehr den Stand hat, was es hatte. Ich finde cool, dass der Apollo Creed, also zur Story mal so ein bisschen, der Mandalorian ist ein Bounty Hunter, ein Kopfgeldjäger,
wo am Anfang noch zu keinem Haus quasi gehört, aber Teil von der Gilde, von der Kopfgeldjäger ist. Er muss dann im Auftrag vom Apollo Creed, also vom Schauspieler vom Apollo Creed, er muss einen Auftrag erfüllen. Dort läuft alles ein bisschen anders ab als geplant. Es kommen andere Bounty Hunters, die sich in meinen Weg einstellen. Du meinst Carl Weathers, Grief Karga? Bist du der? Ja, unter anderem. Es sind ja mehrere. Auch der Bounty Hunter, auch der IG-11. Werner Herzog. Werner Herzog, ganz, ganz komisch irgendwie. Ich habe es auf Englisch und Deutsch gesehen. Ja, ich auch. Ich finde es komisch, also es ist, er synchronisiert sich nicht selber. Nein, aber ich finde es... Gibt es eine geile Story? Gibt es eine geile... Ja, ich finde es verdammt geil, Bounty Hunting is a dangerous profession. Ich finde es cool, dass es das bei Star Wars auch gibt. Weißt du, was ich meine? Weil das wäre ja nur eine logische Konsequenz. Ich finde das cool. Was? Eben, dass man ihn nicht nachsynchronisiert hat auf Englisch. Sowieso nicht. Das finde ich cool, das macht es sympathisch. Ja. Der Auftraggeber, der Werner Herzog, ist ein Deutscher. Ja. Offensichtlich. Ja. Eben. Aber wieso findest du cool, dass er sich nicht selber synchronisiert hat auf Deutsch? Nein, ich finde, nicht das. Ich rede vom Englischen, von der englischen Ausgabe. Ich finde es cool, dass man die englische Ausgabe so hat lassen. Oft tut man, weil es einen deutschen Akzent drin hat, nachher synchronisieren auf Englisch. Das meine ich. Aha. Haben wir aber nicht gemacht. Das finde ich cool, dass man da dazu steht. Das finde ich richtig geil. Das ist wie bei der Terminator. Oder das finde ich sympathisch. Genau das macht es nicht aus. Ja, dass es sich selber nicht spricht, das ist schon komisch. Vielleicht stimmt es nicht zu den anderen Stimmen her, ich weiß doch nicht. Keine Ahnung. Das könntest du sich eher damit erklären, dass er halt vielleicht basic redet, aber mit Dialekt, ich weiß nicht. Ich finde es cool. Gefällt. Ja. Was sagst du zu der Serie? Ich sage, dass sie verdammt geil ist. Es ist wirklich geil. Ich finde es. Es hat in dieser Serie mehr Aha-Effekt und mehr epische Sachen drin als. Ja, vielleicht jetzt nicht gerade in den letzten 3 Filmen, aber auf jeden Fall kann es gut mithalten. Also ist das kein Problem. Ja, ich finde das Thema Baby Yoda krass. Das Thema Baby Yoda, dass sie das aufgreifen, das finde ich extrem cool. Richtig, richtig geil. Und mehr wollte ich dazu gar nicht sagen, weil das ist nicht mehr spoilerfrei. Ich finde, es hat einen geilen Humor an ein paar Stellen. Ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, wo man in der einen Szene, wo er sagt zu Baby Yoda, wart du da? Und dann sieht man die Kamera vor zum Schiff. Und dann siehst du den Kameramoment und dann, er sagt zum Baby Yoda, warte schnell, und das nächste Mal siehst du so Baby Yoda neben ihm stehen. Ja. Jetzt habe ich kurz gelacht. Das sind also, ja, ich bin ein paar Mal so die ganz kleinen Sachen, oder? Das mit dem Köckeli, weißt du? Oder wenn er ging wieder anlässt und wieder abstellt. Das ist so cool. Also, wenn er so die Hand aufmacht, Memes schon. Er macht die Hand auf, meint, dass er den anderen hingemacht hat, schaut so seine Hand an, nachher siehst du, dass der Mandalorian hinten dran steht. Ja. Sehr, sehr geil. So ganz, ganz coole Sachen, wirklich tipptopp. Ja, ich hoffe, sie verbocken es nicht. Bis jetzt habe ich am Anfang mit Baby Yoda ein bisschen Mühe gehabt. Nein, gar nicht. Aber ich glaube, es geht in eine gute Richtung. Das erste Mal gesehen, bin ich fast durchgedreht und dachte, jawohl. Weißt du, so, ja. Dann habe ich kurz überlegt, was, aber das ist nicht der nein, das kann gar nicht sein, Time stimmt nicht. Und es bringt viele Leute durcheinander im Moment noch. Irgendwie. Man kennt ja momentan auch erst... Raum, wenn man es noch nicht gesehen hat, das ist mühsam. Ja, man kennt ja bisher erst 2 von der Spezies vom Yoda. Das ist die Yoda selber und das ist die weibliche Yoda... Yoda heisst die, glaube ich. Yoda, ja, das ist möglich, ja. Das ist ein bisschen unglücklich irgendwie. Ja, die sind nicht sehr kreativ, aber hey, dafür sehr machtbegabt. Ja. Ja, die sind sehr machtbegabt. Nein, aufhören, sonst ist da hier so... Okay. Ich finde es super. So, können wir noch mehr über das erzählen? Eigentlich nicht, weil es ist wirklich gefährdet, dass wir da Zeug verraten, und wir nicht verraten, glaube ich. Hey? Genau. Aber wir können auch das ich merke jetzt gerade, das könnte man ausbauen, übrigens, dass wir das nächste Mal einzelne Folgen auseinandernehmen. Ja, was von ich auch ganz cool finde, obwohl andere haben das wieder gefunden, es ist nicht so cool, dass man Sachen aufgreift, wo gewisse Charaktere im Star Wars Universum nicht so gut beherrschen. Zum Beispiel? Schiessen.
Hey, das ist doch eine geile Szene gewesen. Das ist doch eine geile Szene gewesen. So der Hammer gewesen. Und wirklich, du hast gemerkt, das ist einfach, jeder hat begriffen, um was es geht in dieser Serie. Ja. Jeder. Und das ist so der Hammer. Ich glaube, die Fans ist wirklich auch, die Serie ist auch von Fans produziert, habe ich das Gefühl. Ja, das ist ich glaube, das sind wirklich Fans. Vor allem, wie nachher der erste Schuss trifft nicht und der andere schaut ihn so komisch an, zieht seine, schießt und trifft einfach auch nicht. Und dann irgendwann sagen sie so, ja, dann lassen wir es halt lassen, oder schießt er. Hast du das Geräusch gehört hast du das Geräusch von seiner Gun gehört, wenn er sie schüttelt? Er trifft dich nachher, schüttelt durch seine Gun. Ja. Wie es nachher tönt, das wäre so eine Spraydose. Ja, genau. Es hat ein paar Stimmen gegeben, die gesagt ja, zu viel Slapstick. Und nein, es kann nicht zu viel von so gehen. Einfach, also wenn ihr Slapstick in Star Wars wollt, dann schaut einfach Episode 8. Ja, jetzt macht er das extra, ich weiss es. Mach's nicht. Es gibt viel nein, zu wenig. Auf der Star Wars 8 gibt es viel zu viele Sichten, die stimmen und nicht stimmen. Und ich muss es nicht mehr hören. Es ist ein guter Film. Ja. Es ist einfach kein guter Film für eine Trilogie. Es wäre ein guter Film für eine eigene Trilogie. Ja. Zu wenig erklärt, zu viel erklärt und gleich nichts. Aber es hat, ich sage es jetzt trotzdem, es liegt nicht nur an diesem Film. Es ist einfach so. Du musst schon nur das Eis auseinandernehmen, für das du siehst, warum es das 2... Also, weißt du, was ich meine? Es ist einfach... Es ist die komplette Trilogie. Also, machen wir gerade anders. Wir gehen gerade direkt zu Star Wars 9, weil es führt kein Weg dran vorbei. Ich sehe es kommt nicht gut. Also, genau, und Episode 9. Wir reden über 8. Nein, Quatsch. Wir reden über alle Episoden, weil wir zwingendermaßen müssen, wahrscheinlich, weil wir es einfach gar nicht Nein. Wenn, dann machen wir eine Sondersendung, wo wir die letzte Trilogie auseinandernehmen. Nein, wir haben das letzte Mal, wir haben schon mal eine gemacht, da ist es einfach um Star Wars gegangen. Also. Aber wir haben noch keinen Talk gemacht, wo wir Star Wars Episode 7, 8 und 9 auseinandernehmen. Ist okay. Komm, das machen wir noch. Das machen wir eine Sonderfolge. Trust, Trailer jetzt. Hallo? Das ist so leislich, das fängt so leislich an. Hallo Shiriru, herzlich willkommen im Geekstübli, Geeks am Morgen Stream. Der erste. Der erste. Und je nachdem, wie der Talk ausgeht, der letzte. Ja. If we lead them. People keep telling me they know me. No one does. But I do. Long have I waited. And now you're coming together. Is your undoing. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. Confronting fear is the destiny of a Jedi. Your destiny. The Force will be with you. Always. Jawohl, Mann. Dave Flynau? Dave Flynau? Dave Flynau. Die fliegen jetzt. Die fliegen jetzt. Ich hab's. Wie oft bist du im Kino schauen? 2-mal. Nein, habe ich leider nicht können. Aber es ist 3-mal gewesen. Ja, 2-mal haben wir dann
das dritte Mal wäre gut gewesen, aber ich habe gehofft, also beim ersten Mal bin ich ganz ehrlich, bin ich aus dem Kino rausgekommen und dachte so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also weißt du, nicht filmisch, ich habe die Geschichte nicht ganz verarbeitet, das ist wirklich so, weil ich habe zwar von Anfang an gewusst, dass es so rauskommt, ich habe es gewusst. Also auf diese Art und Weise habe ich mir schon vorgestellt, so ist es so gewesen. Es hat einfach 2-3 Sachen gegeben und wo ich müssen sagen, da hat sich das 8. mehr Zeit genommen. Das 8. hat aber das Problem gehabt, es hat zwar mehr Zeit gehabt und sich mehr Zeit genommen, aber Sachen nicht erklärt. Und das ist bis heute noch das grösste Problem, das der Film hat. Aber es geht nicht um das 8. Was hier erklärt ist worden, hat. Und es geht eben gar nicht anders. Du musst die ganze Trilogie einfach auch noch in die Sprache bringen. Nicht lang, aber das ist das Problem der ganzen Trilogie. Es kommt immer so vor, als hätte es nie einen Masterplan gegeben. Also das hat es wahrscheinlich auch nicht. Offensichtlich. Ich weiß nicht. Es sind alle Filme für sich sehr gut. Aber zusammen als Trilogie sind sie schwierig. Als Nicht-Fan sowieso, als jemand, der nicht Lore liest und so, sehr, 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 sehr schwierig. Weil es kommt alles vor, was überall anders auch vorkommt, in einer anderen Form vielleicht, oder auf eine andere Art erklärt, aber es ist alles vorhanden, was Star Wars ausmacht. Aber Verbindungen musst du suchen, du musst sie richtig suchen, es ist schwierig. Schwierig als nur Filmkonsument ist es schwierig, das verstehe ich absolut. Und, ich glaube, ich glaube, was man muss aufpassen ist, dass es sehr undeutlich ist, aber was man eigentlich sieht, ist, dass nicht Rey die Hauptfigur ist, nur weil sie halt auf der guten Seite ist, sondern es ist eigentlich nach wie vor in meinen Augen eine Skywalker-Story. Es ist in meinen Augen die Geschichte von Ben Solo sowie die Geschichte von innen als das Gleichgewicht in der Macht, eigentlich, wie man es auch in der Rebels, in der Clone Wars sieht, mit dem Vater und den 2 Kindern, eine gute Seite, eine schlechte, böse Seite. Und, Spoiler Alert, an der Stelle einfach grundsätzlich. Ja, sie macht in diesen ganzen 3 Filmen in meinen Augen keinerlei, auch am Schluss nicht, auch im 9, sie macht in meinen Augen keine Charakterentwicklung durch. Nein. Im Gegensatz zum Kylo Ren, was es total macht. Wo auch dort Schauspieler ist genau unglaublich. Ja, voll, es ist so. Der Punkt ist aber eben genau das, oder? Jetzt hat Rey, es ist schade, das ist genau das. Es ist einfach, also, seien wir ehrlich, es ist völlig overpowered. Das macht Sinn, insofern sie ja entsprechend die Tochter von dem gewissen Herr ist, wo wir alle wissen, wer wir meinen. Aber es ist nie erklärt. Und das ist genau das Problem. Es macht ein bisschen die Message von dem Film kaputt. Es ist ein bisschen so, dass am Anfang ist, also im 8. und vielleicht auch so im 7. ich weiß gar nicht mehr, ist so ein bisschen die Message so, ey, es ist egal wer du bist. Du siehst auch bei dem kleinen Bub im 8., der Macht hat. Es ist, es ist egal wer du bist, du kannst jemand sein. Und am Schluss ist es gleich wieder, hey, du bist nicht niemand und darum bist du so krass. Ich sehe das nicht ganz gleich. Und zwar aus folgendem Grund. Rey, ich habe schon von Anfang an gewusst, dass Rey jemand ist. Das muss sie sein, weil sie ist ein Force-User, schon nur das. Und nachher ist es klar, sie ist versteckt worden auf einem Planet. Das kennen wir schon, das haben wir schon mal gehabt. Also, wenn man sein Hirn, also ich meine jetzt nicht die, aber ich weiß, was du meinst, wenn man sein Hirn ein bisschen anstrengt und sich ein bisschen auskennt, auch noch mit den Filmen, sollte man eigentlich darauf kommen, oder früher oder später sich darüber besinnen, wem seine Tochter das könnte sein. Luke seine kann es nicht sein. Einfach aus Prinzip nicht, weil das wäre völlig in die Hose gegangen. Ja, tun wir auch nicht darüber reden, wer es könnte oder wer es nicht. Ich habe da eine Idee. Weißt du, was ich meine? Ja, voll, ja. Das ist der Punkt. Und da muss ich mir sagen, ja, so überraschend ist jetzt das ja nicht. Nein, das nicht. Und ich habe mir schon gedacht, aber das ist eben wieder so ein eigenes Gefühl, wo jeder für sich selber muss entscheiden, ob jetzt das schade ist oder nicht. Also ich habe es cool gefunden, aber mit dem hat man früher kommen. Das haben die vorderen Trilogien alle sehr gut gemacht, sie haben überblendend geschafft. Und die 3 Filme haben das nicht fertig gebracht. Sie haben sich in sich immer geschlossen und das ist schlecht. Also ich habe das schlecht gefunden. Die Zeitsprünge sind zu gross. Genau gleich wie bei Leia auch. Oder? Das hat man ja plötzlich ist sie für uns nicht, für uns zwei nicht, aber für andere ist sie plötzlich ein Force-User.
Für mich war das klar gewesen, dass sie ein Force-User ist, weil ich das schon weiss. Weil das Ja, es ist andere natürlich- Sachen schon haben gezeigt. Es ist jetzt natürlich aus den Legends in Kanon hineingelüpft worden und darum Genau. ist es jetzt offiziell, aber es gibt ja ganze Story-Arcs, wo sie eigentlich im Luke seinen Post übernommen hat. Das ist jetzt halt Legends. Ja, voll. Äh, Aber es ist trotzdem da, oder? Es ist ja der Punkt. Genau. Es ist halt schwierig, einfach für jemanden, der nur Filme schaut, ist es wirklich schwierig, dort noch nachzukommen. Es ist absolut, verstehe ich. Völlig. Es ist halt Cats, ich habe mir jedes Mal gefühlt, dass du gehst ins Kino und haltest 3 Stunden die Luft an Ja, und ja. schnaufst erst wieder, wenn du rauskommst. Weil es habe ich... Es hat keine einzige ruhige Szene, auch mit der Musik. Du redest vom 9 jetzt allgemein, oder? Ja, Meinst du- genau, vom 9. Nein, vom 9. Das 8. Ryan Johnson, was er kann über er ist halt ein Legends-Fan. So muss man Nein, so sagen. ja, das auch, aber Das er auch, ja. schreibt halt auch seine Filme selber. Der J.J. Abrams probiert es, kriegt es nicht an, holt sich Hilfe. Ja. Der Ryan Johnson ist stark, unglaublich stark, was Bilder angeht und visuelle Erzählungen. Der J.J. Abrams macht Action. Und das ist halt ein sehr krasser Kontrast zueinander. Das ist so. Das ist wirklich schwierig. Aber Ja. trotzdem tipptopp. Also weißt du, es ist nicht... Es ist Star Wars 9 ist kein guter Film, aber ist ein geiler Vibe und ich liebe ihn trotzdem, weil einfach weil ich Star Wars Fan bin. Mir So. geht es mit dem 8. auch so, mir geht es mit allen Teilen so. Verstehst du? Es ist sogar mit Episode 1 jetzt. Das muss. Sonst fehlt einfach auch etwas. Du kannst nicht sagen, der passt mir nicht, das ist ein Scheissdreck, den lösche ich aus meinem Gedächtnis. Das funktioniert nicht, weil das stimmt der Story Arc nicht mehr. Klar kannst du ihn ignorieren, Ja. aber es hilft dir nicht. Können wir Das es 2 bitte ignorieren? Ja. Welches 2? I don't like sand. Ja, auch das, oder? Klar, natürlich, das ist wirklich... Also wenn du Episode 1 und 3 vergleichst, ist das der schlimmste von allen. Das ist wirklich so. Obwohl so dort gute Sachen drin hat. Qui-Gon, nicht der Qui-Gon, der Obi-Wan, super, oder? Wirklich. Also, Ja. Du kannst nicht sagen, schlecht oder nicht schlecht. Doch, schlecht, einfach ein paar gute objektiv- Szenen. Ja, okay. Ist gut. Es ist sehr schlecht. Ja, aber wir sind noch beim 9. Und das 9 ist wirklich ein Ketz. Es ist wirklich extrem ein Ketz. Beim ersten Mal schauen habe ich sogar als Star Wars-Fan wirklich, also mir, der sich auskennt in der Lore, komplett Legends, alles, Mühe gehabt, nachher zu verfolgen, wie das jetzt genau ist entstanden. Und darum sage ich, dort sind keine Absprachen stattgefunden. Und das geht dann einfach auch nicht. Ich habe es zwar lustig gefunden, die Anspielungen von Monsieur J.J. Abrams, aber es geht einfach dann auch nicht. Weißt du, kannst nicht... Er macht gut das Gegenteil von dem, was der Johnson gemacht hat, und dann finden sie sich alle cool. Und das läuft einfach nicht. Eigentlich. Der einzige gute Satz, den ich sagen musste, der wirklich gepasst hat, ist, dass man so mit einer Waffe nicht umgeht. Und das hat er aber insofern nicht mit einem Klapp-Grind von Johnson gemacht, sondern mit einem Klapp-Grind von Luke. Weil, was mir das wieder zeigt, ist, dass der Luke komplett am Boden zerstört war in diesem Moment. Nein, das war in meinen Augen ganz klar ein Schuss in Richtung Ryan Johnson gewesen. Ja, aber er hat's... Direkt, genau, Nein. doch, in meinen Augen, Nein. komplett. Das ist Ryan Johnson, der Luke Skywalker, sein Verhalten ist eine Entscheidung vom Ryan Johnson gewesen in dem Moment. Das ist Und mir hat das gar nicht gestört, ganz ehrlich. nein, es hat dich nicht gestört, aber es ist trotzdem, es ist ganz klar in Richtung Ryan Johnson. Ja, das jetzt Und es schon. war nicht der einzige Schuss gewesen in die Richtung. Aber was ich sagen will, ist, das hat er gut gemacht, weil er hat sowohl als auch beide zusammen rehabilisiert. Wenn man das überhaupt müsste. Von mir aus hat man das nicht müssen, ganz ehrlich. Wie gesagt, du kennst meine Meinung zu dieser Szene. Ich finde es okay. Das stört mich auch nicht. Ich habe es lustig gefunden. Und es ist okay. Aber was der JJ natürlich gut gemacht hat, ist, dass er eben um Luke wieder attestiert, dass er ein Double war, weil das muss fast, weil die Zusammenhänge, die wir jetzt besprechen, kann nicht jeder. Weißt du, was ich meine? Ja. Dann finde ich es wieder stark. Weißt du, das stärkt der Luke als Charakter nochmal. Dass er sagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht. So macht man das aber nicht. Das ist ja das, was Nolan sagt mit dem Satz. Aber nicht auf der Meta-Ebene. Das ist das, was direkt ist. Aber auf der Meta-Ebene ist es auf der Ryan Johnson, der sagt, hey, ich habe aber eine andere Idee mit dem Film und darum ziehe ich das jetzt so durch. Oder hey, ich kann wollen, dass das passiert, also zeige ich es jetzt einfach nochmal. Das ist doch, ich meine ganz klar so.
Aber tun wir nicht zu lange, für das müssen wir wirklich einen eigenen Talk machen. Das ist so, was sagst du? Ja, genau. Was sagst du zu den Knights of Ren? Schade. Gell? Ja. Die sind so kommen ein bisschen mit und am Schluss werden sie noch hingerichtet. Viel geiler wäre es gewesen, wenn der Benza hat wirklich befohlen, weil offensichtlich war er ihr Chef gewesen. Offensichtlich, und vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Kommt dann noch aus, gell? Nicht wahr, wie sie am Comic dran, es kommt dann noch aus, was sie genau sind. Ja. Aber auch dass es jetzt einen Comic braucht, um den Rest von der Geschichte zu erklären. Ist ja gut, wenn es ein grosses Universum ist, aber dann packen sie doch nicht rein. Ich frage mich doch einfach nur, ob das nicht einfach geplant ist. Weil du kannst ja nicht so blöd sein und etwas teasern und es nervt. Weil ich habe schon das Gefühl, dass die Knights of Ren eine grosse Rolle gespielt hätten. Aber irgendjemand will nach diesen Filmen noch Geld verdienen. Also wieso denn nicht mit Comics? Weißt, also das ist der noch ein Aspekt, den man nicht vergessen darf. Nein, die Comics hättest du gleich machen. Ja, aber vielleicht nicht. Und mit den Comics machst du nicht so ein Geld. Du hast die wenigsten Filmfans holst du mit den Comics ab. So. Du hast jetzt aber tatsächlich, also eigentlich, das Gute ist ja, das Schöne an dem Ganzen ist, und wir haben immer das Positive gesehen, mit den Comics haben sie jetzt wirklich coole Möglichkeiten, weil es fast nichts gibt, wo über die Kyle Rens, über die Knights of Ren weiss. Das ist von dem her wieder positiv, also für uns wieder. Es ist immer dafür oder wieder. Aber sie haben tatsächlich zu wenig Screentime gehabt, aber sie haben sie schon vorher. Das war im 1 nicht richtig, das war im 2 nicht richtig und im 3. Teil auch nicht. Weißt du, was ich meine? Es hat auf beiden, die Knights of Ren hätten eine viel größere Rolle sollen spielen Kylo Ren herum. Und zwar durch das Band in jedem Film der Trilogie. Das ist meine persönliche Meinung. Hat es mehr von denen. Und weniger von anderen, aber ja. Ja, ich denke auch, der Film hat mehr Zeit gebraucht. Das ist jetzt im Gespräch, dass es vielleicht einen Abrams Cut sollte geben. Wer weiß, vielleicht kommt Disney bringt einen zweiten Cut aus und sagt einfach, hey, das ist der Abrams Cut. Ich wäre dafür. Ich würde, ja, es gibt ja sehr viele Szenen, auch mit dem ehemaligen Doctor Who. Ja. Schauspieler, der ja überhaupt nicht vorkommt. Ja. Auch über einen gewissen Vater von jemandem, den man überhaupt nicht mitbekommt. Also es ist sehr viel, wo ich... Man merkt es im Film teilweise an, dass er zu schnell geschnitten ist, dass das Zeug fehlt. Und ich finde auch Leia ist zwar... Ist schön, ist sie nochmal dabei und so und alles, aber es macht zu wenig Sinn, wie passiert. Und man merkt einfach, dass es... Ich meine, sie sagt nichts Relevanz. Nein. Weißt du, es sind einfach so Standard-Kalendersprüche, die sie uploaden, weil sie einfach das Material nicht haben. Genau. Also erstens das, zweitens übrigens der Endgegner, oder? Weißt du, was ich meine? Der Endgegner. Ich bin so hin und her gerissen. Es ist hure gut gemacht. Es ist aber wahrscheinlich wegen dem Schauspieler. Ich finde das Setting hure geil. Ich finde es wirklich der Hammer. Aber warum zum Teufel? Und es ist eben jetzt so, wenn du Battlefront 2 gespielt hast, weisst, dass der Typ noch lebt. Du weisst es einfach. Du musst es annehmen. Es zwingt dich dazu. Weißt du, was ich meine? Ja. Das zwingt dich dazu. Und es muss keiner kommen und sagen, jetzt ist er plötzlich... Nein. Kurzes Ding für die, die es noch nicht wissen. Also gut, ich habe es noch gar nicht oft rausgeschrieben. Spoiler Alert. Ich werde die Story von Battlefront 2 noch streamen. Einfach auch, weil ja dort noch eigentlich Content dazugekommen ist, den ich noch nicht gesagt habe. Habe ich eben noch nicht gespielt. Aber es macht nichts. Mach du das. Tipptopp. Ja, nein, eben, ich sage, dort ist es ganz klar, dass es einen Plan gibt, nachdem als der Todesstern kaputt gegangen ist. Das gibt es einfach und das kannst du nicht bestreiten. Ja, dann noch grösseren Todesstern. Jetzt ist nur die Frage. Das war der letzte Todesstern. Der letzte, es geht um den letzten gegangen, im Fall von. Und dann kommt ja da der Roboter, oder? Das weißt ja du. Ja. Und jetzt ist ja genau das Problem. Das hat man ja schon von Anfang an gewusst. Verdammt nochmal. Warum hat man denn nicht im 1 schon etwas gebracht? Mit dem im 2? Spätestens. Bei 8 hätte es müssen kommen. Und das sagt man eben noch einmal, dass das niemand kontrolliert hat und dass man einfach machen musste. Und jetzt ist es einfach ein bisschen Buff. So. Ja. Es braucht unzählige Bücher darum, dass man das versteht. Oder? Das ist für mich geil. Ich liebe Bücher und Comics zum Ganzen. Ja, ich lese jetzt, wie gesagt, gerade Aftermath. Ja, 3 Bücher habe ich mittlerweile gemerkt. Schießt mich fast ein bisschen an. Habe ich leider noch nicht ganz fertig geschafft. Ich glaube, beim dritten Teil bin ich ein neues Timothy Zahn Buch.
Thrawn geht weiter. Thrawn. Ja. Oder wird weiter erzählt. Sehr, sehr gespannt. Lass jetzt, es ist zwar ein bisschen abrupt, aber es ist schon nach der 12. Jawohl. Und ich merke, wir haben noch sehr viel Gesprächsbedarf, was Star Wars Jawohl. angeht. Und ich denke, wir werden darüber reden, wie wir das am gescheitsten könnten noch verpacken, dass wir da noch mal ein bisschen Content raushauen mit Star Wars. Mit diesen neuen 3 Filmen etc. Aber ich würde sagen, für den Moment... ist es gut, ja. Hey, du bist so schnell gegangen plötzlich jetzt wieder. Gell? Das ist die letzte halbe Stunde ist gerade schnell vorbeigegangen. Krass, ja. Also was um Star Wars geht, ist vorbei bei uns. Ja, das ist durch. Das hätten wir müssen wissen. Nein. Also, Fazit. Andi, Star Wars Episode 9. Kein guter Film, geiles Feeling. Ich liebe ihn trotzdem. Ich werde ihn sicher noch 1000 Mal schauen. Sehr viel geile Momente, sehr viel... Es ist nicht so, dass es ungeile Momente hat, aber es hat Momente, die fehlen, damit alles stimmig ist. Bin gespannt, ob es einen Director's Cut wird geben. Bin gespannt darauf, was noch alles an Informationen im Hintergrund wird kommen. Auch was Comics, Bücher angeht etc. Bin sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Sie haben ja alles offen gelassen eigentlich. Nein, Spoiler, okay. Aber die letzte Szene macht man noch ein bisschen... Ja, ey, egal, über das reden wir alles in unserem grossen Spoiler-Talk, den ich jetzt einfach mal ankündige. Ja, das machen wir. Was ist eine Special-Sendung? Genau, und zwar ganz bald. Ja. Ist gut. Also, hey, liebe Leute, das war unsere erste Folge Geeks am Morgen. Das wird es regelmäßig geben. Ich bin davon überzeugt, mir gefällt das. Es war super, ich habe es cool gefunden. Ja, absolut. Es gibt ein paar Verbesserungspunkte, aber das ist nicht euer Problem. Aber es gibt immer etwas zu verbessern, das ist klar. Merci vielmals, dass ihr zugeschaut, danke, dass ihr da gewesen. Jetzt, hast du gerade jemanden, den man könnte hosten, zufälligerweise? Ich sehe von da aus nichts. Ich sehe auch nichts, gerade im Moment. Interessanterweise. Ja, nein. Ich habe das von da aus gerade nicht aus, weil ich bin da mit zwischen Handy und Tablet und... Man muss nicht immer spoilern. Man muss nicht immer. Also es ist okay. Es ist ein bisschen gezwungen, wenn jetzt das geht. Schaut einfach unsere Clips nochmal durch, bis heute Abend. Ja, so, aber es kommt ganz auf YouTube. Im Verlauf von diesem Monat werde ich das Zeug schneiden und auf YouTube gehen oder eventuell auch auf Facebook mal schauen, wie das funktioniert. Auf jeden Fall werde ich das Archiv machen. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen. Ich freue mich. Schönen zusammen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Sonntag. Jawohl. Man grüßt. Merci, dass ihr zugeschaut. Ciao, ciao. Tschüss, Ciao tschüss. zusammen. Tschüss zusammen. Peace, Blümchen und so weiter.